Allfeier. Jetzt habe ich noch schnell ein Lied gefunden, das wollte ich mir jetzt eigentlich noch. Habe ich gerade neu entdeckt. Gerade ein neues Lied entdeckt. Ja, sitze so da, habe ich im Chat miteinander, sagt er schon wieder 180 Leute an, bevor ich überhaupt anfange. Das ist einmal das Erste, was ich mir denke an der ganzen Geschichte. Habe ich gerade noch ein Lied gefunden und gedacht, das ist eigentlich ganz schön geil. Kennst du das, wenn du auf Spotify drin sitzt? Und du sagst dann immer so, ja, Mix der Woche, Mix der Woche. Und da haben immer wieder Lieder drin, da wo du denkst, so von der Band noch nie was gehört, aber das Lied ist geil. So ist mir jetzt gerade gegangen. Jetzt hätte man gern irgendwie, weiß ich nicht, da hätte man jetzt gern fertig hochgehört. Weil es wirklich stark war. Aber kann ich nicht. Das, wenn ich jetzt wieder einschalte, dann wird wieder hier, wie sagt der Master Pewds? Master Pewds sagt, demonetized, Habitritt, miteinander, Ibens, Herr Bierger. Und heute ist Montag auf die Nacht und macht die, wird gesagt, ole, Habitritt, Ibens, Herr Bierger. Gefreut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habe die Ehre miteinander. Moment, ich nehme mir erstmal einen kräftigen Schluck von meinem köstlichen Energy-Getränk. No product placements inside this stream. Okay, Moment. Sonst kriege ich die Brüggeln ausgeschmeißt. Moment. Außerdem kann ich uns schneller lesen. Moment. Nein! Nicht. Er panzelt. Merci, die Alte. Merci. Nichts zu danken. Habe da, danke für das Lied. Ich hoffe, es hat dich belustigt. So, bei den 15 € Bleibzeit, ja? Nicht neuer Monat, ich hab wieder Geld, sondern eine Ruhesitz, okay? Merci dir. Es war mir eine Ehre, viel Spaß damit. Ja? So, außerdem kann ich dann schneller lesen. Jetzt pass auf. Habe die Ehre an den Camouflage, Jonas, den Nico, der Allrounder, die Victoria, den Jonas, den Tobias, den Fischkopf, den Wollner, den Lars, den Nomen, den Jonas, den Sandro, den Andreas, den Herbert, dem Lorenz, den Herrn Meier, dem Herrn Baumgartner, dem BMXer sind Wichser. Das habe ich mir die Woche auch irgendwann noch mit denkt. An den Samuel, an den Wake, an den Herrn Beinkova, an den Dyer, an den Herrn Heigermeier, an den Mortal, an den Netflix Kirito. Was heißt denn Kirito? Weiß ich nicht. An den Rainbow Fan, an den Herrn Krotz, an den Samuel, an den Brezensalzer, an den Mortal, an den Innowolf, an den Nightbot, hätte ich jetzt was gesagt. Hallo Nightbot, du bist einer von den Besten. Du bist immer da. Mr. Black Flag, vergesst für den Zwickel, Hobby. Servus, der Montag wird da doch noch schön. Ja, sehr. To your heart. Vergesst für den Zwickel. An den Herrn Wagner, an den Herrn Krückel, an den Herrn Huber, an den Andreas, an den Johannes, an die Kerstin, an den Wurzi, an den Vinzenz, an den Maxi, an den Felix, an den Lorb, an den Bene. Wie ist denn überhaupt der Ton? Ich schreie schon wieder ins Mikrofon eine ohne Ende und irgendwie, weißt du das eh. Habe die Ehre! Tja, also irgendwie haben wir die letzte Woche, weißt du, denkst du so irgendwann einmal so ein halbes Jahr später, ja, Hype, Lust noch. Ja, ist ganz normal, nix mehr, jeden Tag 100 Abonnenten mehr und mehr, auf gut Deutsch gesagt. Ja, dann kommt der Gustl. Dann kommt das Gustl-Video, das 60 Sekunden dauert. Bam, jeden Tag überholen wir über 1000 neue Leute seit über einer Woche, ich weiß es auch nicht. Ja, ich arbeite an Teil 2. Ja, habe ich heute fertig geskriptet, auf gut Deutsch gesagt, morgen, übermorgen. Er läuft bei mir! Schon wieder! Ich bin auch wieder da hier den Spenden. Ich brauche kein Handy! Merci, Alter. Merci. Bin Avidado 4. Den Spendenaufruf, nice Handy. Danke. Herzlichen Dank. Ich brauche kein Handy. Dankeschön. So, weil ich da schon wieder lese, jetzt fang an! Für alle, die neu dabei sind. Erstmal habe ich die Ehre. Was mache ich da so? Ja, ich zock jeden Montag und Mittwoch um 8 Uhr auf die Nacht. Ab und zu, so ich sage mal, wenn es hochkommt, haben wir im Monat auch am Freitag um 8 Uhr auf die Nacht. Und bevor wir anfangen, sind wir immer mal 10 Minuten da. Bisschen ein Schmerz, bisschen ein Blödsinn. Um was geht's heute? Wie geht's weiter? Und wo ist das wie es ist? Ne? Deswegen, jetzt haben wir da 4 Minuten 16. 16 haben wir da, haben wir noch 5 Minuten, ein bisschen ein Schmerz. Was ist heute los? Nice Spiel rausgekommen, namens Close to the Sun. Ich hab mir fast nichts angeschaut von dem Spiel. Also ich habe kurz mal ausprobiert, ob es funktioniert. Es funktioniert. Was da geht, es ist eine Mischung aus Outlast und Bioshock. Ich glaube, die meisten, die schon mal gespielt haben, kennen Bioshock. Wie erklärst du jemanden Bioshock? Das weiß ich nicht. Jemand, der nicht weiß, was Bioshock. Herr Petersen! Grüß dich, Alter! Zurück, habe ich die Ehre, mäßig wieder neu. Und eine Mischung aus Outlast. Outlast kennen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Outlast ist ein reines Horrorspiel, wo es nur um Paranoia geht und Davonlaufen. Was ist denn hier? Die gingen schon wieder Donations nicht. Wer immer das war, Moment, ich mach's nebenbei auf und schau nach.
Es tut mir auch so ein bisschen leid, wenn das nicht so ganz hier hat. Manchmal gehen da Lötzen nicht, ich weiß nicht, wo das liegt. Manchmal, wenn viel Großbuchstaben, Caps Lock geschrieben wird, whatever. Schauen wir mal, wer war das. Recent Events! Der Geibbiff ist schon wieder, wirft schon wieder mit dem Euro. Ich glaube, dein Name ist langsam zu lang. Machen wir da ein Leerzeichen rein. Oder machst du einfach bloß Geibbiff. Dritteli, Birgli! Alles senfig im Käse. Wie geht's da, verzeih? Also, merci für den Euro. Und mir geht's blendend. Mir geht's nicht blendend, weil Montag ist, sondern Mr. Black, wir geht's gewinnen Zickel. Treffen sich 2 Piloten. Genau meine Art von Humor. Merci für den Zwickel. So, mein Headset pfeift schon wieder, irgendwas ist da kaputt. Basti, du hast mir kaputtes Headset geschenkt verkauft. Für einen Zehner. Jetzt weiß ich auch, warum der Jacke so schnell hier ist. Keine Ahnung. Die ganze Nacht angesteckt gewesen, kaputt. So, das muss ich wieder anstecken. Muss ich mir da ein neues Headset kaufen. Seht ihr das? Muss ich mir da eins kaufen. Ich sag das, es ist ein Logitech, kaufen wir nicht mehr. Die Software von dem Bluetooth-Headset, die ist so beschissen. Einmal sau laut, einmal sau leise, dann geht's around, dann geht nichts around, dann geht wieder das nicht und die Zipfigreier. Wieso greist du gerne an Zipfi? Wenn du jetzt eine Frau bist, dann finde ich das nicht. Kennst du einen Mona Marth? Wenn ja, wie findest du die? Ja, ich kenne einen Mona Marth, ich glaube, ich habe es auch schon 2-3 Mal live gesehen. Mittlerweile kann ich nichts mehr damit anfangen. Das ist mir alles ein bisschen too true. kann ich nicht recht mehr damit anfangen mehr. Aber im Grunde keine schlechte Muse, ja. Flo, as always! Habt ihr schon vermisst? Sind wir ja schon 6 Minuten da. Warum nur? Warum? Wieso lest du das denn nicht vor? Die müssten wir jetzt die. Habe ich dritt, dann lese ich vor. Habe ich dritt Birgi, ich hab zu viel Geld. Hier dein Zehner wie immer. Hashtag Spendenaufruf. Nix Hashtag, wir brauchen keinen Spendenaufruf. Wo ist denn Musi? Was für Musi? Was für Musi? Wir haben noch nicht den studiert. Der Herr Petershofer. Schickler, ein Zwickel. Hab ich schon wieder. Da war ich schnell wieder. Oh, der Birka Special Gritzeli. In die Schwitzerli. Herr Geibiffi, das dritte Lied hab ich gebucht. Wo er recht hat. Herr Geibiffi, wo er recht hat. Ja, jetzt pass auf. Wo haben wir stehen bleiben? Close to the Sun. Also, ich weiß selber nichts. Ich bin gespannt drauf. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wo ist die Musi? Ja, wir haben es nicht gesagt, Herr Peterson, war ich schneller drüber, du. Ja, ist ja jetzt Mod-Squad. Meister, dein Mod-Squad ist bereit. Wir halten die Ordnung ein. Gespammt wird nicht, sonst setzt der Schein. Etzertler, musst du hinten hängen. Manch Insider mag vielleicht wissen. Was ist denn da laut? Mr. Wake! Wird auch nicht angezeigt. Mein Gott, meine Scheiße, ich muss die Donations wieder irgendwie ändern. Ja, versprochen, bis Mittwoch habe ich irgendwas anderes gemacht. Vielleicht geht's dann, vielleicht geht's nicht. Der Wake schreibt, habe ich dritt, hast mir wieder meinen Montag gerettet. Hashtag Geldgeiler Wichser. Hashtag Road to 70k. Stimmt, wir haben aber jetzt 70.000. Das ist hart, Alter. Dann brauchen wir weniger als die Hälfte nochmal zu 100.000. Ich bin so gespannt, ob wir das schaffen. Also ich habe auf alle Fälle einiges an Futter im Petto, was Videos betrifft, was ein Gustel betrifft. Ja? Ich hätte einen Haufen im Petto, was How-To's betrifft und Kruzifix betrifft, aber da habe ich einfach momentan keinen Bock mehr drauf, das wissen die meisten nicht. Habe ich dritt! Bin halt bestens vorbereitet, hab gleich 2 Hosen und einen Schnaps und mit Nervenschnitt Taschenreibe. Ja, Anfängerfälle, du hast eine Hosennutzung. Du hast alles falsch gemacht. Du hast alles falsch gemacht, du hast eine Hosennutzung. Du hast schon verloren, wenn du Hosen noch hast. Guter Tipp, ziehst Hosen aus. Das ist wurscht, zeigt dir keiner. Also, im Vergleich, weißt du, ich darf ja bloß nicht aufstehen. Naja, gut. Der Korte schreibt, sag mal, Birger, hast du ein neues Headset? Nein. Also nein. Es ist das alte von einem Kumpel, das hat er mir geschenkt, beziehungsweise obligatorisch für einen 10er verkauft. Sagt man da obligatorisch? Nein, tut man nicht. Ist wurscht, für einen 10er quasi geschenkt auf gut Deutsch, weil das Ding über 100 Euro kostet. Und es ist neu, aber es hat irgendeinen Bäcker. Es frisst dann auch kurz Schnee. Keine Ahnung, was ist so, das Lotse nicht gescheit, wie auch immer. Ist ja wurscht. So, wie weit haben wir? 9 Minuten. Jetzt haben wir noch Minuten. Ich freue mich wirklich auf ein neues Spiel. Ja, jetzt geht's einfach mal. Herr Oberlandler, gleich, da schon hin mit dem Unterstrich dazwischen geht. Birko, dafür habe ich mein Servusli. Grüß an alle Schweizer und die Österreicher, Leute. An dieser Stelle mal ab in den Chat. Habe dritt Lieblingsnachbarn. Na, mit Lieblingsnachbarn haben beide gemeint. So, jetzt haben wir noch genau 40 Sekunden, gehen wir schmerzen. Ich freue mich auf Close to the Sun. Endlich mal ein neues Spiel. Da haben wir doch 6 Mal hintereinander. Erst jetzt auf. Die letzten Spenden für den Monat. Ich nehme dich beim Wort Spenden auf für ein Headset und ein Handy. Hallo, Walkparty-Fix. Merci dir. Die letzte Spende für den Monat von mir. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nicht verstehen soll. Der BMXer, Wichser, Trailer, geiler, donated 3,65 €. Nix der Fahrschule, ich Schulz fahre, lieber Bürger, Streams Bürger, habe dritt aus Bayerisch, Schwaberborgen. Manchmal schreibt es schon einen Scheiß zusammen, das ganz aus ist, Leute.
Vielen herzlichen Dank. Danke, ist ja gut jetzt. Herr Nusser, vergesst den Zyklus. Wir hatten nur der Bernd Lanz Kruzifix reden wegen lauter das neue Amon Amarth-Album im Hintergrund ist so, ach, deswegen wie gefragt, was ich von Amon Amarth heute verstehe schon. Kriege ich nicht mit, dass da ein neues Album gibt. So weit bin ich in dieser Musikrichtung nicht mehr vernarrt, dass ich das verfolge. Nein, ich verfolge, wenn Tool ein neues Album bringt. Weißt schon, Hosen ist unten. Gut, so, dann würde ich auch vorschlagen, nehmen wir einen kräftigen Schluck von meinem Energy G, ganz wichtig, mit DSCH geschrieben. Der haben wir dann den ganzen Tag wieder aufverkoppt wird, Sau. Und dann fangen wir an mit Close to the Sun. Also ich weiß nicht recht viel davon. Das habe ich schon jetzt, glaube ich, 40 Mal gesagt, aber ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Sagt mir jetzt da bewusst. Alles laut! Ja, aber laut zu sein! Okay. Storm in a teacup. Jeder weiß es schon. Birko, geil wie viel. Auch ein Grüß und an die ganze Alpregion. Mann mit Verstand. Hashtag Alpenrepublik sofort. Drücken Sie eine Taste. Wo ist die eine Taste? Herr Herrlein, hab ich dir Straubing an wieder da. Special Witz nach Straubing. Sei nicht weit weg. So, Freunde der Sonne, wir fangen mal an. Jetzt ist Ruhe mit Donations. Los uns mal. Es ist schon wieder so laut, ich hör nix! Ist der Ton laut genug bei euch? Grüezi, fix mir jetzt reißt schwer schnell! So, da werden wir vielleicht einmal irgendwas in irgendeinem Spiel von irgendeiner Story mitkriegen. Weil das ist eine Option, okay? Los geht's. Neues Spiel, sind Sie sicher? Na! Tassi! Spendenaufruf für einen Bierkosten aus Vereinigte Königreich Bayern. Ja, da haben wir uns noch nicht so ganz einig, ob wir das Vereinigtes Königreich Bayern nennen oder nicht. Also, da haben die Österreicher so ein kleines Problem damit. Auch mit der Fahne und so. Haben wir schon rausgefunden, die Woche. So, los geht's! Das ist schon laut. Mir wird es oft ein Schelz reißen wahrscheinlich. Ich höre mich selber fast gar nicht. Lass die Zukunft die Wahrheit sagen und jedem... Ja gut, wer soll denn das lesen so schnell? Die brillante Ader. Knights of the Old Republic. Tja, dann da die Song vom Prolog. Die brillante, was auch immer brillante was Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan, nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Eine große Schwester. Du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Bussi, Bussi. Bussi aufs Bauchi. Ziemlich wenige Details, Ada. Oh, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios. Was verschweigst du mir? Ich will kein Rainbow Six Siege. Ist so laut! Sie fix, ist das laut! Oleg, ist das laut! Oh. Audio, ich hab doch eh schon auf die Hälfte runtergestellt, ihr habt's das selber gesehen! So! Besser, so, da haben wir! Da haben wir also! Gut, erster Eindruck, Grafik. Kann man lassen. Kann man sich anschauen. Ruckelt das bei euch? Nein, wird schon passen, glaube ich. Tja, da sind wir also. Welcome aboard! Please wear the official Helios outfit provided by Warden... Was?
Kliffe, keine Ahnung. Pirko, was geht's gut? Was? Hat die Helios ein Monorail? Das werden wir rausfinden. Also offensichtlich, das Einzige, was ich weiß, wir haben auf einem Boot. Ja? Wir haben ein Boot, auf dem Schiff von einem Herrn, den jeder schon mal gehört hat, von einem von einem Herrn Tesla, sagen wir es so. Birger ist da, Gustl ist da, aber wo sind die Depp? Weil die haben da, warte, die schauen mich an. Also wir haben auf alle Fälle schon mal einen scharfen Körperbau, das kann ich von da schon mal erkennen. Ja? Ich weiß nicht, ich kann es auch probieren, dass ich mal ein wenig an Kache hinkriege. Ja, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Hat er nicht gesagt. So, da legen Grützi fix, wer läuft denn in sich in die Schuhe umeinander? Weißt du, dann wundert sich noch jemand, wenn sie jemand... Weißt du, dann wundert sie sich, wenn sie aber gängen, wie so Gichtelkickerl. Ja, ich weiß nicht, die haben gesagt, die Schuhe haben schön. Nein, ich weiß es auch nicht. Aber was haben wir da? Da haben wir was. Ein Triumph des Ingenieurwesens wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Warden Cliff. Ich weiß nicht, wie man Cliffe aus. Ich werde jetzt aber Cliff, ich werde aber Cliff sagen, ist mir wurscht. Niederlassung. So, die Helios ist offensichtlich das Schiff vom Herrn Tesla, da müssen wir mal hin und müssen wir unsere Schwester suchen. Die hat uns einen Empfänger gegeben, wo wir immer mit dem Bären, das weiß ich nicht. Das werden wir auch wahrscheinlich herausfinden. So, was kann man da sonst so tun? Gibt es da Inventar oder irgendwas? Nein, QE, nein, kann man da irgendwas tun? Nein, kann man uns Bratzen waschen, nachdem wir uns an der Kache umeinander gewurstelt haben? Nein, auch nicht, okay, passt. Verlassen oder? Ah ja, da kann man wieder. Flori! Los mit dir. Herr Rupana! Ich kann das schon wieder nicht. Merci für deine Mitgliedschaft, Herr Leander Rupana. Jetzt mal bitte in den Chat schreiben, habe ich dere. Ab in den Chat, habe ich dere Rupana, vergesst für deine Vollmitgliedschaft. So, jetzt muss ich mal kurz schnell schauen, was da wieder jemand. Der Flori, der Birger wieder. Ich schon wieder, der Flori schon wieder. Flori, du schon wieder. So, weiter geht's. Das ist eine Art Inventar, oder wir sehen das, die Helios Collectibles. 100% Collectibles. Ich habe jetzt schon 100% Collectibles, das war aber nicht so schwierig. Herr Henrik, servus, oder Zipfel. Habe ich die Ehre, vergesst für den Zwickel. Verlassen Sie Ihr Zimmer. Da, das kriegen wir hin. Machst du mir auf? So. Also, erster Eindruck, was haben wir da so? Ja. Also, Gast von Bordencliff. Wir werden in Kürze die Helios erreichen. Sie die auf dem Shuttle befindliche Beobachtungskabine zu betreten. Das Andocken beginnt, sobald alle Passagiere sicher sind. Vielen Dank. Andocken. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Was ist besser, wie die Leute, wie schon wieder dabei? Betreten Sie die Beobachtungskabine und beginnen Sie mit dem Andocken. Oh, Andocken. Das kann man jetzt so oder so verstehen, diese Geschichte mit Andocken. Wenn ich auf alle Fälle schon wieder bloß Regen her und auf irgendeinem verlassenen Schiff bin ich da allein hergekommen, oder was? Warum ist da keiner? Da liegt was. Zeitung! Le Petit Parisien. Weiß ich nicht, ist das Französisch? Ich kann kein Französisch. Sur le pont d'Avignon, on les danse. So weiß ich alles, was ich kann. Britische Marine auf der Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. War der Herr Tesla ein Mathematiker? Nein, war er nicht. Er war Physiker, oder? Ja, war er. Premierminister verlangt Herausgabe. Wardenclyffe weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Okay, vielleicht ist doch der Herr Maxwell gewesen. Wer immer der Herr Maxwell ist mir scheißegal. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsendem Druck gegenzusteuern. Ja, weißt du, was ich da sage? Ist mir wurscht, bin ich dort wieder mal nicht zum Lesen. Massi! Birger, ich hab die beste Firmenidee. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder für ein Blödsinn? Hättest du es ja gleich eingeschrieben, jetzt musst du nochmal. Merci für den Zwickel. Da ist er schon, der Herr Nikola Tesla. Warum wird denn da rechts aber nicht so gezeigt, wenn irgendjemand mit dem Geld um anschmeißt? Die Hashtag Birgerista Beste. Ich hab nur gehört, Birger ist der Beste, danke. Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Forschen und erfinden Sie ohne finanzielle oder politische Einschränkungen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob es da keine politischen Einschränkungen gegeben hat. Zu Zeiten Herrn Teslas. Als der Nasenbohrer noch am Feld irgendwo ist das eh. Weltkugel kann man nicht dran? Nö. Was kann man da? Nix. Da kann man rausschauen. Hauptsache es regnet. Das ist wichtig. Okay. Weiter geht's. Was haben wir da? Sea Waves conquered by Radio Waves. Also wir haben ja quasi mit dem Schiff daher. Ist ja gut, jetzt leid. Mr. Max! Guten Abend zusammen, habe ich gehört. Hier kommt die Putzkolonne nie zu kurz. Sag's nicht zu laut, oder? Merci dir. Ah ja. Ein Schiff. Da werden wir wahrscheinlich müssen. Wie kommen wir da Weiß ich nicht. Weil haben wir da tatsächlich mitten im Ring allein auf dem Scheißdampfer, oder was? Scharfe Mieze auf dem Scheißdampfer. Gutes Spiel. Kriegt von mir jetzt schon 5 von 5 Birger. Was haben wir da so?
Wenn ich da jetzt doch da wieder da durch die Schlitz durchschaue, dann ist doch da wahrscheinlich gleich wieder irgendjemand drin oder irgendein Scheiß. Ich schwör's dir, warum spielen wir eigentlich immer Horrorspiele? Ich weiß ja nicht einmal, ob es ein reines Horrorspiel ist. Es wird so 50-50 gewurschtelt sein. So. Oh, Laternen. Laternen nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Aufs Deck. So, da gibt es jetzt ein rotes Licht und ein Grenzlicht. Da gehen wir doch zum grünen Licht. Grenzlicht besser gleich. Grün besser rot. Ja? Okay. Massi! Was ein Ach Gott. Gute Idee. Gute Idee. So, was ist das? Also es schaut, also Grafik ist gut, kannst du sagen, was du magst, die ist akzeptabel, für das, dass das von einem Hersteller, Spielehersteller ist, der den Kasau nicht kennt. Das ist ja ein Debütauftritt, wenn man so will. Schaut gut aus, es ist sehr steampunkig, ja, das ist alles, irgendwie alles, was irgendwie mit Steampunk zum Tor ist automatisch ein Herr Tesla involviert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Da kann man hier drücken, Press Button to commence Docking Procedure. Ja. Es gibt einen eigenen Knopf, damit das andockt. Das muss der Passagier selber machen. Das macht natürlich außerordentlich viel Sinn. Aber wir drücken natürlich einmal drauf. Hey, wir haben schon drauf. Was ist jetzt? Hau ab! Ah, okay. Lass mich bloß in Ruhe. Sag das, was es ist, lass mich bloß in Ruhe. Oh, viel Knöpfe, schön viel Drücki machen. Storm in a Teacup presents. Oh, die Muse. Fuck you! Was soll die Muse schon wieder? Lass mich in Ruhe. Und ja, es hat ein bisschen was von Bioshock, jetzt schon. Also wir fahren da Art Director Federico Berlinghieri. Carlo Ivo Almino Binacci. Oh, va bene, Vanille Schokolade, va bene. Hat ein bisschen was von Bioshock. Da hast du schon nicht ganz unrecht. So, wenn du nach Rapture runterfährst und so, dann fahren wir ein bisschen diese seltsamen, atmosphärischen Düdel-Ding. Also es scheint mir das Intro zu sein jetzt, ja. Da kommen wir mal schmerzen. Wir docken jetzt auf alle Fälle im Hinterteil vom Herrn Tesla seinem Schiff an, das offensichtlich Helios heißt, und da ist unsere Schwester verschollen irgendwie aus irgendeinem Grund. Oh, so dass es Höllen tut. So schaut es also aus, wenn man da antockt. Ja, das macht mich überhaupt nicht stutzig. Falle, da fahren wir rein! Vollgas! Volle Kraft voraus! Eine in den goldenen Schlitz! Hat er nicht gesagt, was? Roberto sempre bene, va bene, Vanille Schokolade Stracciatella. In der Waffel oder im Becher oder Waffel, mit Sahne, ohne Sahne. Close to the sun. Alter, schon das Logo irgendwie hat was von Bioshock. Ich weiß nicht warum. Nutze in Verfolgungssequenzen den vergrößern Befehl. Ja toll, Verfolgungssequenzen, klang ich schon. Kapitel 1. Die Grenzen des Hermes. Tja, wer war der Hermes, glaube ich, der? Bringt der nicht Backelnachmittag? Es war irgendein Gott, oder? War das nicht irgendein griechischer Gott oder so? Keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht, was der Hermes so tut. Wahrscheinlich hat er Backel immer angeworfen. Messi, spiel bitte mal wieder ein gescheites Horror, ist die größte Gaudi. Ja, das da ist nicht so unhorrorig. Abwarten. Also heißt es zumindest. Ich weiß auch nicht, was uns da wartet, aber bis jetzt schaut es nicht sehr nach Quietschi-Bunti Halligalli Drecksau-Party aus. Was ist jetzt da gestanden? Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Also Ada, nochmal unsere Schwester. Hans Mampf, doch, hat er gesagt. Ich hab's genau gehört. Ich weiß nicht mehr, um was das gegangen ist, aber merci für den Euro. So, ach, man sagt da quasi Collectibles, wo man sammeln kann, da sagt man, was man gefunden hat. Okay, verstehe. Warum habe ich dann vorher schon 3 gehabt? Ich habe überhaupt nicht, ich weiß nicht, was das ist. So, was haben wir da? Schaut alles sehr steampunkig aus, da hängen ein Haufen, auf alle Fälle ist die Helios sehr groß. Nochmal zur Wiederholung, Helios ist das Schiff, wo wir gerade gelandet sind. Wo sind denn eigentlich alle? Warum bin ich nicht da allein? Hallo! Ich war jetzt der Bürger, ich war auch da. Jetzt hat ich die Musik dazu auch schon wieder, klang ich schon. Da klang ich jetzt schon. Aber es schaut gut aus, hat einen gewissen Flair von, ja, und das Ding geht wieder, das zaubert der imaginäre Hafenmeister her. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Na, die wahrscheinlich 5000 Leute, die da normalerweise arbeiten, die wo die Boote da versammeln, die haben sie alle, die haben Mittag. So, die haben Mittag, die fressen Maurer. Da habe ich den Namen vergessen, egal.
Okay, da müssen wir auf alle Fälle mehr auf. Gehen wir einfach mit durch, ja? Einfach mit Futzen halten, weil die Atmosphäre gefällt mir jetzt schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat schon sehr krass was von Bioshock. Schaut mal das an. Die Grafik ist auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Erster Eindruck, wahnsinnig gut. Und jetzt kann ich da oben springen. Kann ich oben springen? War das so cool? Muli-Kuh? Baby-Kuh? Hallo? Was schäbert denn da so umeinander? Magst du mich in Ruhe lassen? Was ist unsere Aufgabe? Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Ja, okay. Naja, gut. Auf Shift kann man schon mal laufen, das ist schon mal nice to know. Wenn ich schon nämlich von Verfolgungssachen her, dann kriege ich sowieso einen Vogel. So, jetzt versucht man da mal ein Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Ja, nach was schaut's denn aus? The Shiprat. Profil, die Schiffsratte. Aktiver Spion. Isolieren und eliminieren. Wie auch immer das ist. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Was steht da so? Vielleicht kommt da so ein bisschen was. Hey, ich glaube, dass da die Story viel auch erzählt wird über so Sachen, die man da findet zum Lesen und so ein Scheiß. Oder ein Schalter! Haben wir schon einen Hebel gefunden. Nein, Hebel. Was passiert da? Jetzt kommen wir dann aus im Stechschritt. So. Werden wir heute wahrscheinlich 4 müssen, nehme ich an. Was haben wir da? Inventing the tools of tomorrow, the Helios. Ich weiß nicht, Herr Tesla, warum baut man denn ein Schiff, wo man Sachen drauf erfindet? Geht das an Land nicht? Ja, das werden wir herausfinden wahrscheinlich. Dinger, wenn bei mir jetzt genauso viel Personal ist, wundert es mich nicht, dass meine... Also, die Grenzen des Hermes, ja, die haben alle auch, die bringen deine Backerl irgendwo hin. Oder das ist der Grund, warum nirgendwo Backerl, du hast schon recht, vergesst gar keine Zyklen. Es hat schon sehr krass was von Bioshock. Die ganze Atmosphäre und so weiter, das fühlt sich gerade sehr genau so wie damals, wenn du nach Rapture runterkommst und dann ist alles da unter Wasser und eine ganz andere Welt, so die, von der wo keiner was gewusst hat und so. Ja? Wardenclyffe. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Die ganze Welt, andere Hälfte. Damn you mess! Gut ausschauen jetzt. Holy shit, gut ausschauen jetzt. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Ja, du hast... Na toll. Mein Wortlaut, na toll. Das wollte ich schon sagen, wie ich das rote Karren, wenn ich mich jetzt umdrehe. Und das fängt jetzt schon an. Weißt du, was ich dir sage? Dann... Warum ist jetzt so leise? Ich höre nichts mehr. Ich muss immer noch an Bord von der Helios und muss mit der Ada kommunizieren. Was ist das? Ski auf den Pfosten auf, nicht dass du abrutscht. Haha! Welcome aboard the Helios. You are now walking within the largest ship ever built. Ah, kann der nächste Eisberg ja nicht weit sein. Okay, das haben wir auch schon. Dein Maul, Alter, Kruzifix. Warum ist da schon wieder ein Blutlocker am Boden? Jetzt haben wir noch keine 5 Minuten, nicht da ist schon wieder ein Blutlocker am Boden. Louis! Nicht erschrecken, ja, merci dir. Mag ich, wie wir herausfinden müssen, warum da ein Blutlocker ist. Hinterfahren kein Mac. Plan. Das ist eine Farbe. Da vorne ist ein Aufzug. Das sagt's dann. Riechst du ein Blutlocker am Boden? Dann ist der Farbe. Ah, ein Aufzug. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsbrückungsschalter. Okay. But how? Okay, da sind 2 Schalter. Ich sehe 2 Schalter. Ist das einer davon? Nö. Herr Nusser, beobacht nicht, dass die Grafik von Tomb Raider neidig wird. Nein, so, an Tomb Raider kommt... Scheiße.
Security Override. Ist ja gut. Ich denke, ich werde es abschalten müssen. Merci dir, Herr Blauohrspur. Herr Blauohrspur. Warum eine blaue Ohr? Merci für den Euro. So, Security Override, wir müssen das irgendwie überbrücken. Ja, da wird es ja irgendwo hingehen. Nehme ich an, da ein grüner Schalter drin. Jetzt schauen wir einfach einmal. Ja, jetzt werden wir uns mal ein bisschen umschauen und werden wir mal. Also da ist ein Schalter drin. Der muss ja irgendwas kennen. Die roten Sachen, was sagen mir die roten Sachen? Nix, da kann ich nichts tun. Kann ich da irgendwas tun? Nein. Was ist da? Warum hat es jetzt da hier hinten? Ah. Hauptsache wir haben einen Lederhand schon. Herr Tesla, was haben Sie wieder da? Wieder ein riesendrum Scheiß baut. Das rieche ich bis daher. Ha? Da haben wir wieder umeinander gestromt. Haben wir wieder einen auf Raiden gemacht. Hashtag Spielename in Chat. Wer weiß, von was ich schmerz? Was tut denn da hinten? Da bewegt sich was. Herr Müller, habe ich drin. Freue mich aufs neue Spiel. Nicht nur du. Also ich bin angespannt. Ja? Es ist schon wieder so finster, dass man nichts sieht. Das ist gut für uns. Da geht eine Tür auf. Ja, da nicht. Gut, dann geht vielleicht da eine Tür auf. Was kommt das? Okay, da geht eine Tür auf. Birgit, meinst du, dass es noch Bier gibt? Habe drin. Du bist ein Klebestift. Danke dir für den Euro. So. Müssen uns da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig bewegen, weil ich keine Ahnung habe, was da passiert. Ja, ist ja egal, die Donation nicht, aber... Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Watch out, we got a badass over here! Diesen nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Ja, Herr Nikola, raus mit der Sprache. Was haben Sie wieder für einen Scheiß baut? Schmerzt er nicht mehr mit uns. Also ist der Herr Tesla noch... Er ist offensichtlich noch auf dem Schiff und schaut uns jetzt zu, wenn wir wieder umeinander geistern. Da bin ich aber sehr gespannt, was seine Ausrede ist, wenn ich ihn erwische. Dann machen wir jetzt einmal auf. Servus, was ist das? Ah ja, der Herr Security Override. Nur noch eins. Nur noch eins. Alles klar, was haben wir da? Was ist denn los mit dir? Bub Ale! Bub Ale! Bub Ale! Bub Ale! Bub Ale! Bub Ale! Vergesst für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad! Merci. Ab in den Chat habe dort Mr. Bub Ale. Und irgendjemand hat schon wieder Donation da lassen, die wohl wieder nicht kennen. Ist wurscht. Ist nicht wurscht, aber herzlichen Dank, aber es geht jetzt nicht. Wir müssen mal lesen. Steckbrief, Profil, Dampf, bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme, Matthias Ellis, Simon Alder, Ernest Hampson. Ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Ich weiß nicht, wir werden es vielleicht nicht herausfinden, aber in 4 Sekunden habe ich den Namen sowieso vergessen. 3, 4 und vorbei. So. Was haben wir da noch? Ah ja, toll, da kann man die Tür wieder zumachen, weil sicher ist sicher, oder wie versteht ihr das? Okay. Zweiten Schalter brauchen wir noch. Da hinten kann man noch eine Tür aufmachen, kann man da eine Tür aufmachen. Wie ist das da so? Kann man da das jetzt öffnen, oder wie schaut es jetzt aus? Wie schaut es da aus? Na. Was haben wir da? Ein paar Fotoapparate, ja, Da können wir aufmachen, da können wir aufmachen. Da können wir aufmachen. Es ist so... Das hat schon eine seltsame Atmosphäre, so ist es nicht. Fängt das Ding da hinten zum Dampfen an. Ich sag das, wie es ist, halt bloß der Futzen. Lauter Schalter dort. Kann man da schalten? Ich mag schalten! Schalten! Ja, geht nicht. Kann man nicht schalten. Gehen wir lieber mit Leuten auf. Gelegt beim Arsch. Dort schaut er gerade aus dem Krankenhaus zu, weil er einen Motorradunfall gehabt hat. So, das heißt, du bist schon der Zweite, der einen Motorradunfall gehabt hat. Dann an dieser Stelle gute Besserung, lieber Chat, ab in den Chat. Hashtag gute Besserung und vergesst für die Donation. Und gute Unterhaltung wünsche ich. So, wo haben wir? Müssen wir da überhaupt aufhören? Wahrscheinlich nicht. Einmal da ums Eckrand da renne ich jetzt wahrscheinlich tot. Da renne ich nicht total umsonst rundum, weil... Ah, da gibt's was. Haben wir schon was gefunden, ja? Collectibles. Burm und Dirndl. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Aha. Da haben wir. Da läuft der Hass. Todesstrahl, ja? Wer möchte nicht gern einen Todesstrahl haben? Ja? Ja? Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unmenschlichem Schaden zu erzwingen. Herr Geibefee, ja, weißt du, Birger, früher waren die Dampfmaschinen nur ein wenig größer. Ja, ich sag bloß Titanic. Schreibt mir wie Titanic, bloß ohne Anik.
Kurz vor dem Verkauf. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotte vernichten. Ah, gut. Also der Herr Tesla werkelt da offensichtlich an irgendwelche Massen, Todesstrahl. Haben wir runtergefallen. Haha, runtergefallen, nichts passiert. Gut, gibt's da sonst noch was? Ich sehe sonst kein Tier mehr, da sind meine. Gut, gehen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es gibt auch keine Karten. Es gibt überhaupt nichts, offensichtlich. Ja, da schaut es mir doch schon mal gut an. Machst du mir auf? Also der Schatten verrät mir, dass wir mir kein so unscharf, wir schauen ein bisschen seltsam aus. Ja, mehr. Aber das meine ich, das liegt an der Depf, du. Das meine, das liegt an der Depf, du. Das ist ja gar nicht der Dampf mit der Zaunlatten. Hat wer nicht drauf. Für mich zu. Was? Quasimodo! Merci für den Euro. Das, weiß ich nicht. Schreibt dem etwa, wenn etwa eine Dachgeschosswohnung wie einem hat. Geht da was? Was soll denn die Musik jetzt? Hör halt auf! Warum muss jetzt der schreien? Schnaudensen! Was haben wir da? Haben wir was gefunden? Da haben wir was gefunden. Name Sylvia Bishop. Geburtsdatum 8. Juli 1860. Geboren in England. Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck. Was ist denn los mit dir? Scopex! 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 Merci für deine Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Danke schön. Habe. Merci, Alter. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Muss ich das eigentlich jedes Mal immer noch dazu sagen? Ja, muss ich. Ab in den Chat. Habe drittes Grützk. Jetzt habe ich Grützk. Habe drittes Grützk. Aber jetzt heißt es Grützk. Den ich sofort um. Frau Lizifix, ich hab morgen Matura. Meinst, ist das schon gescheit, wann ich dir... Was ist es gescheit? Egal wie der Satz weitergeht, ich hab's nicht ganz fertig lesen können. Es ist auf alle Fälle gut. Was habe ich da gelesen? Es ist auf alle Fälle Scopex war übrigens der Name. Habe ich dritte Scopex. Ja, jeder, der morgen Mathe, war das Mathe-Abi oder so? Jeder, der Mathe-Abi hat, das ist eine gute, weißt du, was, ein Kopf klar kriegen. Wenn du die jetzt noch Scheiße einprügelst, das hilft morgen gar nichts mehr. Total klung, du weißt ganz genau, dass noch was hilft und das totaler Blödsinn ist, mir jetzt zuzuschauen. So, weg mit dem Schund! Hat jetzt gerade wieder jemand geschmerzt mit mir? Wo sind wir? Da ist los. Ich bin ein Rasensprenger. Flori, das schreit jetzt ohne Scheiß. Ruhe jetzt. Jetzt ist man mit dem falschen Account-Mitglied D. Wie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, aber merci. Jackpot! Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten an Orte bestätigen. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Hey, das ist der Edison, der Erfinder, ist der Edison nicht der Erfinder von der Glühbirne? Ja, das glaube ich stinkt am Tesla. Das glaube ich stinkt am Tesla, dass er das Glühbirnenleder erfunden hat. Aber ich denke, weißt du was? Wenn ich das Glühbirnenleder erfinden kann, dann erfinde ich einen Todesstrahl! Du Arschloch! Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. / Security Officer De Rossi. De Rossi. Va bene, De Rossi. Si, Senor. Okay, das war wieder italienisch, nur irgendwas ist aber egal. Da liegt noch was! Hans Dampf, kannst du betreffen im Rezo als Special Guest morgen? Nein, weil wenn ich noch mal in meinem Leben ins Rezo gehe, dann schneide ich mir lieber Taxen ab. Aber merci für deinen Zwickel. Was haben wir da? Ist ja gut jetzt, ein Zwickel für einen Putztrupp. Vergeht's gut, der Skylander. Nikola Tesla rekrutiert britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsenden Helios-Crew an. Wer immer das war, ich kann es leider nicht lesen, viel Ja, mehr der sehen. Scopex-Account ist mein Adel, ist mir jetzt AD. Jetzt sagt gerade wahrscheinlich nochmal irgendjemand, das war der Account. Okay, der Scopex bist wahrscheinlich du mit der Mitgliedschaft. Herr Pummelsuff! Das ist irgendwie ein schöner Name, wunderschöner Name. Allein der hat schon den verdient. Merci für deine Mitgliedschaft. Ist ja gut jetzt, Leute! Hätte ja wen einmal einer anfangen, gell? Habe ich dritt, Herr Pummelsuff, vergesst für deine Mitgliedschaft, ab in den Chat für den Pummelsuff und an den Jonas! Mr. Jonas! Jonas West, what? Nur für die. Nur für die. Ich hab mir gegeben, damit die Luft ein wenig schäbert. Spaß, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe dritt Jonas, habe dritt Herr Pummelsuff. So. Sabotageversuch gescheitert. Helios Shuttle entgeht Kollision. Okay.
weiß ich jetzt auch nicht, was ich mit der Information anfangen soll, aber da liegt eine sehr interessante Maske. Alles klar, dann wissen wir ja ungefähr, auf was wir uns einsteigen können in dem Spiel. Da hinten liegt irgendein Werkzeug umeinander und da ein Stuhl mit Blut schon wieder überall dran. Und irgendwie mit dem Schraubenschlüssel. Warum nehme ich denn einen Schraubenschlüssel? Weißt du, dann nehme ich halt eine gescheite Beißzange. Ah, was haben wir da? Was sagt mir das? Don't be fools. Sterilize your tools. Okay. Herr Geibefee, was ist eigentlich nicht Sammelproof? Ja, stellst wirklich immer wieder unter Beweis, dass du einer von den Blättern bist, die wo man da drinnen. Merci für 1 Euro. So, irgendwo muss da, weiß ich nicht, da kann man Pfeile dran. Was soll man das sagen? Was soll man das sagen, dass man da Pfeile nach oben und dran kann? Ich weiß es nicht. Pfeile nach oben und dran. Ist da irgendein Anzeichen von Pfeilen? Ich weiß nicht, müssen wir nur mit den Ausweis anschauen, vielleicht steht da was drin. Nö, Passnummer, bla, Dauer des Aufenthalts, nein, keine Ahnung. Tja, dann. What you see here, what you do here, when you leave here, let it say here. Flo! Alter! Machen wir's. Aber nicht mit einem 20er, Alter. Nie mit einem 20er. Jetzt Danke. ist wieder AROA das Mal vom Spül AWOS D. Flori, merci dir. Da hat er nicht ganz unrecht. Jetzt genießen wir mal kurz das Spiel. Ja? Donation-Sperre bis Minimum. Was ist denn los mit dir? Central! Mike! Seriously, merci für die Vollblut-Squad-Mitgliedschaft. Jetzt ist aber Ruhe. Lieber Chat, habe ich tritt Mr. Mike. Und jetzt ist Ruhe. Donation-Sperre Minimum 1 halbe Stunde bis 8:45. Ist das klar? Kriegen wir das hin? Das haben wir sonst auch schon ein paar Mal geschafft. Das schafft man. Ja? Das schafft man. So, haben wir mir irgendwelche Hinweise? Der Chat schreibt West-West. Das ist gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so dumm. Hätte ich auch drauf kommen können. So, nie ohne Seife waschen. So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Ja, ich darf es laut sagen, damit der Herr Tesla hört, damit nichts feit. Okay, also wir haben herausgefunden, was ich gesagt habe, wieso nimmt man da drüber, weiß ich nicht. Wo habt ihr das, wo haben wir das gleich wieder gelesen mit West-West? Wo haben wir das gleich wieder gelesen mit West-West? Weiß ich nicht mehr. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsüberbrückungsschalter, okay. Okay, die Musik gefällt mir gar nicht. Die Musik gefällt mir. Ich glaube, es hat dann da draußen noch so einen Schalter. Schnauze halten, ne? Schnauze halten. Es hat da draußen noch so einen schalterähnlichen Raum gegeben. Da gehen wir jetzt einmal hin. Das war vorher noch nicht auf. Oh, leck du Wichser, Alter. Oh, Instant Gänsehaut, Level 9000. Oh, Kruzifix, Alter, Kruzifix. Geh da jetzt hier, mach auf oder nicht? Ja. Ja, es geht nicht, war klar. Oh Mann, Alter, das Spiel, okay, das Spiel fackelt nicht lang. Hab's schon verstanden. Okay, da waren wir auch schon. Da mal. Geht da was? Nein. So, es ist stockfinster. Okay? Stockfinster. So, da waren wir drin, gegenüber ist noch so ein Schalter. Da wird wahrscheinlich der andere Security-Schalter drin sein. Wie kommen wir da rein? Oh. Geht da was? Nein. Ja, dann gehen wir weiter. Ach ja, das war gar nicht schlecht gemacht. Hallo? Ist hier jemand?
Frag halt nicht so dumm nach dem, was gerade passiert ist. Ah, da gehen wir jetzt nicht. Also in dem Schalterkasten war. Also, ja. A Gentleman. Ist klar. Scheißhaus. Scheißhaus, der wieder zugesperrt. Herr Tesla, ich muss schnell schniedeln. Ah, da ist schon wieder da. Nein. Join him. Join me. Okay. Was hab ich gesagt? Donation-Sperre ist. Herr Pfanzl. Birko, Donation-Sperre. Kinder, Ruhe ist. Eros, geht aber, ich kann nichts lesen. Stockfinster, erstmal die Sicherheitskamera zücken. Sicherheit. So, was haben wir da? Haben wir da was? Sag mal, die Tier ist verschwunden. Hätte ich wieder einen Schlaganfall gekriegt. Den totalen. Da gibt's ja nichts. Was tun da drin? Was sind das? Mit Sicherheit habe ich da jetzt irgendwo. Mach ja keinen Scheiß nicht, die Schwester. Ich hab, also keine Ahnung, mir läuft jetzt schon wieder Eiskörner. Was ist denn das da? Was ist das da? Was ist das da unten? Was tut das da? Was tut das da? Kann das was? Das geht doch nicht hin. Das geht doch da nicht hin! Na gut. Chill die Basics, Alter. Chill die Basics. Weiß ich nicht, was da jetzt alles passieren kann, aber das ist ja wurscht. Probieren wir es wieder mit West-West. Schauen wir, was passiert. Nix. Was ist da? Guard our secrets. And we'll guard you. Okay. Müssen wir Hinweise finden. Wahrscheinlich werden wir halt einfach Hinweise finden müssen. Was haben wir da? Okay, da geht's auf. Und in die Tür da müssen wir eine, wo die zwei, okay. Dann schauen wir uns da einmal in Ruhe um. Was haben wir da? First Report, Second Report, Third Report, okay, was auch immer das heißen mag, das wissen wir nicht. Weißt, wir haben ohne Ende Strom auf dem Ding und haben die Vollgas erfinden, aber schreiben wir auf einer Schreibmaschine. Alles klar. Warum nicht? Da haben wir Weltkarten, wo umeinander geschoben wird, wo man hin möchte oder war oder was auch immer. Wir haben mittendrin und da haben wir was gefunden. Das kann man dran, das Zeug. Haben wir schon wieder so weit. Kann man das hinten anschauen oder so? Nein. Was haben wir noch? Pass von Jung Hwan. Geboren in Korea. Ort der Abreise ist Seoul. Aufenthaltszweck Laborforscher. Unbegrenzt, okay. Hilft uns nicht weiter im Leben drin, da ist eine Spitze. Okay. Spy Connections. Es geht irgendwie um Spione, die da umeinander spionieren, was der Herr Tesla da für einen Todesstrahl entwickelt, so verstehe ich das, damit sie halt Leute wieder gegenseitig umbringen können. Das ist das Einzige, was wir auf dem Scheißplaneten kennen, ist uns gegenseitig umbringen. Weil den ganzen Tag alles Scheiße ist und Mimimi und Mimimi. Da ist die Bishop Group, okay, was haben wir da, was steht da? Send agents to investigate ASAP. Landen im Bishop Group und da haben wir die was Group? Medical and Chemical Spy Connections. Eric, Kate, Tom, Celsius Hotels, verstehe nicht. Ich kann den Zusammenhang nicht erkennen. Warum ist jetzt der Stuhl von mir umgefallen? Ja, möchte aber auch hoffen. Was steht da? Eric, Catherine, Tom, Spy. Keine Ahnung, da liegt der Zettel, der ist wichtig. Was haben wir da? Zeitung, Le Petit Parisien, was auch immer das heißen mag. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten Briten, das haben wir doch schon gelesen. Wardenclyffe weist vorwärts zurück, behauptet Maxwell Fire. Ja, das haben wir doch schon gelesen. Ja, weil überall liegt dieselbe Zeitung umeinander. Was haben wir da? Vorfallbericht KA812 in Übereinstimmung mit Verfahrensprotokoll A12 begrüßen die Beamten bei Ankunft des Shuttle aus Sydney. Als der Gast nicht wie angewiesen erschien, führten die Beamten eine Routinesuche auf dem Shuttle durch. Weder der Gast noch die Wardenclyffe ausgestellten Papiere und Kleidungsstücke konnten an Bord gefunden werden. Weitere Inspektion des Schiffes zeigten eine deutliche, aber harmlose Beule
auf der Steuerbordseite des Shuttles. Es gibt keine Aufzeichnungen, die belegen, dass dieser Schaden bereits vor Auslaufen der Sydney bestand. Daher ist es möglich, dass der Shuttle auf dem Weg zu Helios von einem anderen Schiff geentert wurde. Dies ist der 11. Vorfall dieser Art innerhalb des laufenden Jahres. Die Anfälligkeit unserer automatischen Shuttles, deswegen war da keiner an Bord in unserem Shuttle, weil es automatische Shuttles sind, muss dringend verbessert werden. Die ID-Dokumentation und die Wardenclyffe-Uniformen, die uns so abhanden kommen, könnten Edison genug Informationen liefern, um überzeugende Fälschungen herzustellen. Ja, sie infiltrieren euch heute einfach, wenn sie die Dinge haben. Das ist eh klar. Ich erwarte noch die Zusicherung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das erneute Auftreten solcher Vorfälle zu verhindern. Security Officer De Rossi. Mr. De Rossi so richtig unter Kontrolle haben sie die ganze Gaudi da aber nicht. Hab jetzt aber nicht den Eindruck. Du weißt, was ich dir sag. So viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht. Da drücken wir jetzt einmal so. Nö. Dann probieren wir es so. Na, da gibt's. Naja, Dusel muss man haben. Warum zeigt das beides nach oben macht das irgendeinen Sinn? Der Louis. Aha, der Passagier. Der Passierschein 38. Wer weiß, was es hier ist? Das habe ich schon öfter mal gefragt, das wisst's. Oft einmal, da hast du Pech, oft einmal, da hast du Glück. Warum jetzt da beides nach oben zeigt, das wissen wir nicht. Haben wir mir irgendwelche Anzeichen dafür da herin gesehen, dass das jetzt beides nach oben zeigen soll? Ich nicht. Du weißt was, ich glaube, dass mir wurscht ist. Weiter im Gespräch. Hoppala, falscher Das Schalter. sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Jetzt Ada finden. Nehmen Sie den Aufzug in ein höheres Stockwerk, um wieder mit Ada sprechen zu können. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendein Blödsinn passiert, wenn ich da rausgehe? Warum? Weil wir schon ein paar Horrorspiele gespielt haben, gell? Ab dahinten. Einfach ab. Ich bin da herin. Da bin ich fröhlich, da gefällt's mir. Da hinten blinkt der Licht. Fick dich. Hey, Mülleimer, was ist das? Was ist denn das? Fahrstuhl-Keycard. Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Ja, toll. Also, den kann man mitnehmen, ja gut. Steckst jetzt rein. Was zur Hölle? Hey! Du Wichser! Hey! Scheiße. Die ganze Zeit ist verfickt leise und dann kommt da an der Hurenverhurde. Das Feuer des Prometheus. Wir haben es offensichtlich mit griechischen Göttern zu tun. Hans-griechische Götter, nicht, dass ich mich vertue. Wir müssen irgendwas anderes. Kapitel 2. Drücken, um zu beginnen. Alles klar. Weiter geht's. Da freue ich mich aber ganz furchtbar toll. Weißt, da kommen wieder Leute und schreiben so Sachen wie der Herr Niklas. Sag was Gescheites! Was ist denn was Gescheites? Fortnite vielleicht. Counter-Strike vielleicht. Minecraft vielleicht. Oder noch irgendwelche anderen Spiele, die ja jeder Volldepp spielt. Was denn? Okay. Was haben wir da? Was ist das? You are here. Wir haben auch Karten, da schau hin. Ja, Gott sei Dank, dass das gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht groß ist, das Schiff. Passt schon, leck mir am Arsch, Kruzifix einmal, gut, dass die Hose schon Diese scheiß Jumpscarerei, kriege ich schon wieder einen Schlaganfall. Was ist eigentlich Wardenclyffe? Was ist Wardenclyffe? Das hat mit dem Tesla nichts zu tun, oder? Gibt's das? Hier spricht Gateway Surgerin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht Gateway Surgerin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße, Rose! Was zur Hölle Heilige machst du hier? Scheiße, Rose! Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Aber egal. Was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, Wo hör geht's mir am gut besten? zu. Wir müssen dringend hier weg. Ja, okay. Es breitet sich auf. Ada! Komm schon. Es Vielleicht breitet kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... irgendwo oben was? Fliegen los! Umfallen los!
Aufstehen, oben, weiß ich nicht, oben in den Arsch schieb, keine Ahnung, Mr. Wake, vergeht's gut. Geil, die erste Hosen ist durch. Hashtag bist du So, okay. Also was aber die deutsche Synchro ist ganz okay, kann man lassen. Aber warum ihr Schwester jetzt so, ey, was machst du hier? Irgendwo auf dem Channel, wie findest du das gut? Ja, du hast mir einen Brief geschrieben. Nein, hab ich nicht. Aber egal, du, wir müssen mal weg da. Na, fragwürdig, ja, fragwürdig. Aber ist okay, ja, das ist halt einfach so. Wir müssen auf alle Fälle weiter nach oben. Oben ist gut. Was haben wir da? Da schauen wir, da oben. Kann man da oben schauen? Nein, lateral. Kann man nicht oben schauen. Kennt jemand From Dusk Till Dawn? Ding, ding. Ding, ding. Ding, 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 ding. Tisch, 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 tisch. Was wollen Sie? Was zur Hölle wollen Sie? Was denkst du wohl, du mieser alter Penner? Ich will ein scheiß verdammtes Zimmer. Bester Film ever. Okay, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile schlechtester Film ever, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Also die Musik ist sehr beruhigend. Beruhigende Musik finde ich gut in dem Spiel. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich weiter nach oben ist auch gut, habe ich gehört. Aber da hängen schon wieder so seltsame Beitel von irgendwelchen suspekten Leuten, da mag ich. Hat es damals eigentlich ein Fotoapparat schon gegeben? Ich weiß nicht. Herr Geibiffi, was habt ihr gesagt bis um Viertel nach 9? Wardencliff, experimenteller Holzfunkturm vom Ernsthaft, oder was? Schau, das hab ich nicht gewusst. Dann war die Donation in Ordnung. Vergesst für den Euro. Einfach mal wieder was lernen. Wardencliff, ein Experiment. Oh Gott, was ist denn das? Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Die seltsame goldene Steine mag ich nichts wissen davon. Geh weg. Geh weg! Ah, ein Modell von der Helios. Okay. The Helios! Press the button! Ja, Frale, haben wir schon da, was irgendwo steht. Ah, die Helios. Benannt nach der Sonne und selbst eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite von neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das Einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen. Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was dieses Schiff für einen Sinn hat. Er möchte da drauf umeinander forschen und Sachen erfinden, aber warum? Warum auf dem Schiff? Warum nicht einfach irgendwo? Warum nicht einfach irgendwo? Ah, jetzt schauen wir mal da rundum, was da so gibt. Was ist das da? United States Patent Office. Ah, da haben das echte Patente? Ja, ich hab mich nicht mit dem Herrn Tesla auseinandergesetzt, deswegen weiß ich sowas nicht, ja. Der Elektromotor, ja. Ist das das originale Patent für einen Elektromotor? Oder zumindest weitestgehend? Hat der Tesla einen Elektromotor erfunden? Ernsthaft? Weiß ich nicht, ja? Ich weiß es einfach nicht. Was hilft mir das in meinem Leben, dass ich das weiß, außer jetzt gerade? Rausschau, habe Drittbürger, so wie das so spät bin, der muss ich keiner. Game of Thrones, hallo? Das ist aber, hallo? Wieso ist es überhaupt so viele Leute? Heute ist Game of Thrones Tag, aber ich mache genau dasselbe. Sobald wir da fertig sind, ausschalten, ab zu Game of Thrones Folge 4. Warum hört sich Tesla an wie der Hitler? Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt im ersten Moment auch gedacht. Aber dann hat er diesen leichten Ostblock-Dialekt gekriegt, dann hat es schon wieder passt. Merci für die Donation. Was haben wir da? Nikola Tesla, Reciprocating. Was ist eine Reciprocating Engine? Weiß ich nicht, was das ist. Also ein paar Leute schreiben, ja. Also ist es tatsächlich, hat der Tesla einen Elektromotor erfunden, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Dann haben wir den Plot-Twist, das Schiff steuert auf einen riesigen Eisberg zu. Wollte ich vorher schon mal anmerken. So, was haben wir da noch so? Damit wir ein bisschen was lernen. Wer immer gerade eine Donation lassen hat, vergeht's gerade. Hey, es ist bis um Viertel nach 9 eine Donation-Sperre, Kinder. Jetzt ist eine Ruhe. Wir spielen hier ein Spiel, das sehr dichte Atmosphäre hat. Das macht alles kaputt. Eine Ruhe ist jetzt. Viertelstunde habt's noch. Dann könnt ihr mit dem Geld einmal anschmeißen, meinetwegen. Nikola Tesla of New York City. Apparatus for Transmitting Electrical Energy Application filed Januar 18, 1902. Ja, das ist oben quasi so ein Ringding, das habe ich auch schon mal gesehen. Was das genau tut, ich weiß nicht. Ist das eine Tesla-Spule? Ist das eine Tesla-Spule aus Gemeinen Konker? Ich weiß nicht. Und der Rex schreibt, ja, das ist das Original vom Herrn Tesla. Tatsächlich, schon her. Haben sie das?
Nicht schlecht. Was haben wir da? Eine Turbine. Der Mann hat auch eine Turbine erfunden. Jetzt habe ich mir fertig, das frage ich mich dann vielleicht schon, wie dann so einzelne Personen, ob ich so krass viel so scheiße finden. Warum? Ja, ist ja wurscht. Auf alle Fälle habe ich das Gefühl, da liegt der Beutel am Boden. Irgendwie mag ich gar nicht wissen, wer das ist. So, gut. Gehen wir mal auf die creepy. Was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus? Der Mann hat einen Elektromotor, eine Turbine und eine Tesla-Spule erfunden. Der darf das! Herr Hans Mampf, das sind alles echte Patente. Ja, nice one, nice one, nice one. Merci fürs Nachschauen und merci für den Euro. Der hat wahrscheinlich noch ziemlich viel Merci für die Donation, wer immer das war. Leider wird es nicht angezeigt, das ist irgendwas kaputt. Der Mann hat noch sehr viel mehr erfunden und eine Death Ray. Todesstrahl. Death Ray, wow, press the button. Press the button! Mit dieser Maschine werde ich die Welt ein für alle Mal vom Krieg befreien. Mein geliebter Todesstrahl. Es mag widersprüchlich klingen, dass so etwas für Frieden sorgen soll. Aber damit ausgerüstet würde niemals jemand einen Angriff gegen uns in Erwägung ziehen. Ja, das hat man bei der Atombomben auch gemacht. Das war eine richtig tolle Theorie, war das. Eine richtig tolle Idee war diese Atombomben. Was haben wir da? Automatic Ships, okay. Press the button. Funkquellen eignen sich. Herr Schlauberger! Der 57 Meter hohe Wardenclyffe Tower war ein experimenteller, nicht vollendeter und ganz aus Holz gebauter Funkturm, mit dem Tesla Strom via Funk übertragen wollte. Ja, er hat nicht so ganz sicher. Das ist dann quasi die Tesla-Spule als Ding. Herzlichen Dank für den informativen Text und für die Donation. Herr Birko, Donation Stopp, FTS, was? FTS, ich lasse mir nichts vor. Nicht nur zur Übertragung von Ton, Bild und Strom über große Entfernung. Mit diesem funkgesteuerten Schiff Du musst einmal auf der. Das ist ja, soweit ich das weiß, ein bisschen was habe ich ja auch irgendwann einmal mitgekriegt und so weiter. Der Mann wollte im 18. verfickt, also vor 150 Jahren schon, Bild, Ton und Elektrizität und so weiter quasi wireless verschicken. Ja? Vor 150 Jahren schon. Das ist schon fragwürdig, warum einer so weit ist und alle anderen so zurückbleiben. Ich hab gedacht, Tesla hat die Automarke? Ja, auf der, das ist wahrscheinlich die Anspielung drauf, weil es mit Strom laufen. Ne? Mehr mit Hälfte, ich weiß nicht mal, wie ein Induktionsläufermotor funktioniert. Ja, das muss auch kein Mensch wissen. Das muss kein Menschen hilft es weiter, wie ein fucking Induktionsläufermotor funktioniert. Ich weiß es auch nicht, nämlich. Um ganz ehrlich zu sein. Was ist ein Induktionsläufer? Ist es nicht einfach bloß ein Elektromotor? Da glauben wir da schon wieder, wenn irgendjemand, wie soll ich sagen, irgend so ein Special-Wort hernehmen muss, anstatt dass er einfach Elektromotor schreibt. Funktioniert ja nicht irgendwie das hat man da alles in Physik und in Chemie und also hauptsächlich in Physik gemacht. Mit einer Spule und Strom durch und so weiter und dann fangen sie das dran und was weiß ich. Mit Magnetfeld und bla bla bla. Können sogar Menschen transportiert werden. Wenn Sie hier auf der Helios sind, dann haben Sie bereits eine Reise mit einem solchen genossen. Es handelt sich um unbemannte Schiffe, die automatisch über Funksignale gesteuert werden. Weniger riskant, was Fehlfunktionen oder das Untergehen infolge einer Fehlfunktion angeht. Nicht, dass das Risiko jemals groß gewesen wäre. Sie sind wohlbehalten hier angekommen, nicht wahr? Bis jetzt bin ich wohlbehalten hier angekommen, ja. Yoshi! Also wenn der Tesla auch für den Bau vom Todesstern verantwortlich oder zumindest vom Laserstrahl. Ja, theoretisch ist er am Laserstrahl schuld, der Herr Tesla. Das ist, ohne einen Herrn Tesla jetzt wahrscheinlich kein Star Wars nicht geben. Da haben wir einen Tesla Tower, den schauen wir uns auch noch, damit wir ein bisschen was lernen. Ein bisschen eine Geschichtsstunde beim Bürger. So, Knopf drücken. Mein erster Tesla Tower in Wardenclyffe war ein großer Erfolg. Ich wusste schon immer, dass mein Traum, kostenlosen Strom drahtlos auf der ganzen Welt zu verteilen, ein voller Erfolg werden würde. Was ich nicht vorhergesehen habe, war die Unersättlichkeit der menschlichen Rasse. Die Gier nach mehr und mehr Strom. Drahtlose Übertragung von Strom, das ist der einfache Teil. An den Strom heranzukommen, das ist die knifflige Aufgabe. Er kann sich jetzt mehr aufhören, mit ihren Fingern da umeinander zum Gichteln, wenn ich einfach bloß da stehe und zuschaue. Puh. Tja. Neonlight. Hat der Mann das Neonlicht erfunden? Möchte sie mich langsam verarschen? Ich weiß, ich habe mich noch nie richtig mit dem Tesla auseinandergesetzt, ja? Ich weiß natürlich so grob, was er irgendwie umeinander gestellt hat, aber wer interessiert sich schon da dafür? Aber jetzt war es Zeit. Hat der das Neonlicht erfunden? Möchtest du mich verarschen?
Tesla, es ist quasi Tesla-Spule. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Draußen ringt schon wieder wie Sau. Da schauen wir jetzt rundum, weil es mich interessiert. Weil es mich interessiert. Was ist da noch? Was haben wir da? Hau bloß ab mit deinem Blitzscheiß und Ringer und leg mir Musch. Earthquake Machine. Naja, das glaube ich ist frei erfunden. Frei erfunden. Oh, da liegt was. Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Aha. Aha. Ich glaube, ich habe gerade innerhalb von einem Satz mitgekriegt, um was das geht. Nochmal. Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Ha! Ich glaube, auch der hat nicht gewusst, wie es funktioniert. Wahrscheinlich läuft es auf das hinaus. Beginn des Zeitalters kostenloser Energie. That's cute. Verstößt Tesla gegen das Energieerhaltungsgesetz. Kostenlose Energie bedroht tausende Arbeitsplätze im Energiebereich. Aufstände erwartet. Das ist noch nicht einmal so abwegig, ja? Dass das wirklich so in der Zeitung steht halt. Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Was dabei alles in den Arsch geht, interessiert keine Sau. Aber unten, oh Gott, die Arbeitsplätze. Sie klauen unsere Jobs. Sie klauen unsere Jobs. Sie klauen unsere Jobs. Sie klauen die Jobs. Sie klauen unsere Jobs. Aufstand. Bringen wir uns alle gegenseitig um, weil das schafft Arbeitsplätze. Was? Oh Gott, ich hasse diesen Planeten. Ich hasse diesen Planeten auf den Tod. Was haben wir da wieder? Weitere Patente. Flo, gerade erst dazugekommen, um was geht's denn in dem Spiel außer am Tesla? Ja, bis jetzt haben wir noch nicht recht weit. Wir haben auf dem Tesla sein Schiff. So viel haben wir schon rausgefunden. So, jetzt kleine Zusammenfassung einmal für alle. Der forscht da Sachen, unter anderem an einem Todesstrahl. Jetzt gehen wir einfach mal weiter währenddessen. Und um den Weltfrieden herbeizuführen. Ja, das hat ja auch schon richtig... Ein gruseliges Schiff voller Wissenschaftler mitten im Meer. Das bringt's auf den Punkt. Was soll da schon schiefgehen? Ja, genau. Das haben wir ja gerade gesehen. Warum fährst du eigentlich mit dem Aufzug nicht einfach wieder oben, wo der Typ gerade... Donation-Sperre bis 8:45, Freundl. Warum zahlen wir Strom, wenn Tesla gratis Strom hat? Fragwürdig. Ja, das glaubst du aber selber nicht, dass es gratis Strom gibt auf der Welt. Jemals. Eindrucksvolle Grafik. Kannst du sagen, was du willst? Was ist denn das da? Da ein Vogel auf dem... wer ist das da? Ist das der Prometheus? Kann das sein? Ist das der Mr. Prometheus? Good day, sir. Do you have some time to talk about... Was zur... Flashback, was zu? Also sagt sie das tatsächlich, oder wie? Was ist denn da jetzt wieder? Herr Schlauberger. Oh, Teslas Oszillator ist ein dampfbetriebener Stromgenerator. Ist hier jemand? Wenn das gar ist, erinnert es mich daran, dass ich das noch vorlese. Na, da hat es bei mir gegeben, da hat er was ausgesucht. Okay, dann lauter seltsame Leute mit Masken auf. Das ist toll. Das ist schön. Was zur Hölle war das? Was ist das da unten? Was heißt, war das? Was ist das? Merci, Leute, merci. Egal, was du magst, ich lass mir jetzt mal einfach... Also, der fragwürdig. Mein Stream schauen und währenddessen einen Faucher lassen. Hart an der Grenze. Wobei, ich kann es verstehen. Ich darf mir auch am liebsten den ganzen Tag selber rein. Aber, weißt das schon. Rose, bist du da? Ja? Kannst du mich hören? Nein. Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier? Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähle dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind.
Du Ja, aber musst dir mir... eine Faraday-Keycard vom Check-in-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwesterherz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Bis bald, Schwesterherz. Okay. Wir fassen zusammen. Mr. Max, Birger die Schlauberger Donation zur Erdbebenmaschine. Das gibt's tatsächlich. Das werden wir jetzt sagen. Jetzt gibt's erst einmal was zur Erdbebenmaschine. Teslas elektromagnetischer Oszillator ist ein dampfbetriebener Stromgenerator. Ruhe ist jetzt leid. Später behauptete Tesla, eine Version des Oszillators habe 1898 in New York City ein Erdbeben verursacht und erhielt den populären Kulturtitel Teslas Erdbeben. Es gibt tatsächlich eine Erdbebenmaschine von dem Mann. Was ist denn los mit dem Typen? Warum ist denn da keiner hergegangen und gesagt, so Herr Tesla, Sie meine halten jetzt einmal eine Fotzen und hauen ab? Also es geht entweder um mehrdimensionale Schieß-mich-tot-Sachen oder um Zeitreisen oder um beides gleichzeitig, okay? Das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgefunden, okay? Ja. Dann noch was, der Bastjo hat was geschrieben. Neonröhre wurde von einem Franzosen erfunden, okay. Das könnte aber auch eine Kohlenbogenlampe gewesen sein, da hat der Tesla ein Patent gehabt. Was hat denn der nicht gebaut? Lasst mich doch in Ruhe, das krass der Typ. War außerirdischer, wenn du mich fragst. So, gut. Meine erste Vermutung ist hier, da ist mit ganz viel Strom umeinander oder ein Vogel, die interessiert es überhaupt nicht, dass ich da bin, aber ist ja wurscht. Nochmal zusammengefasst. Holen Sie die Keycard aus dem Safe an der Wand. Okay? Welcher Wand? Da gibt's viel. Da sind einige Wände. Keycard aus der Wand. Was ist da? Leid! Ruhe ist jetzt! Tesla hat mit hochfrequenten Strahlen experimentiert. Mit was hat er nicht experimentiert? Fucking Tesla und so. Mathematikerin Elmira Zenger, jetzt Teil der Wardenclyffe Corporation. Renommierte Forscher versammeln sich an Bord der Helios. Durchbruch in der Dimensionsphysik. Universitäten protestieren nach Abwerbung weiterer Wissenschaftlerin. Ja, Maul. So, was haben wir da? Ah, da ist schon wieder so ein seltsames Zeichen. Ich frage mich, was das Zeichen da zum Bedeuten hat. Ne? Das haben wir schon einmal gesehen heute. Aber da haben wir nichts tun können damit. So, wo in der Eingangshalle ist da irgendwo ein Schalter, wo man mir irgendwo diese Keycard aus der Wand rausziehen können. Das schaut doch nach Schalter aus. Was haben wir da so? Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wieso haben wir schon gehabt. Gehen wir da mal ums Haus rundum. Okay, da kann man drüber springen. Das tun wir mal. So. Tut denn das so komisch? Stop it. Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... Um ihn zu öffnen, muss ich da am Radl dran. Wann muss ich nicht am Radl dran? Aber irgendwo muss da quasi stehen. Was sind das? Zahlen von 1 bis 4. Also, easy as fuck. Ja, wir haben aber auch ganz am Anfang. Memo. Erik! Remember to write down! Können wir auf Deutsch verlesen, wenn es ist. Vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben, wenn du ihn änderst. Margret! Ab in den Chat. Hashtag Margret! Musste letzte Woche extra von dem Tech Labs herkommen, um den Sicherheitsmechanismus zurückzusetzen. Das fand sie gar nicht gut. Das. Hallo, ich bin die Margret. Ja, ey, servus du, grüß dich gerade, ich bin Margret. Und das finde ich gar nicht gut. Vermassle es nicht noch einmal. Aktueller Code 142. Okay, so furchtbar schwer war es jetzt nicht, wenn dieser 142. Okay, dann ist doch gar nicht so einfach. Da schau hin. Dreht sich das alles mit oder was? Was ist denn das wieder für ihre Käse? 1. Jetzt pass auf, warte, müssen wir. Ja, ich hab schon verstanden. 1,
Jetzt müssen wir dieses erst einmal in Position bringen. 1. Jetzt wenn wir da 33 ist natürlich mit. 2. 1, 2. Easy! Hashtag easy! Margret! Da sind einen Haufen so Keycards drin, nimm halt alle mit. Nimm halt nachher gleich alle mit. Faraday District Fahrstuhl Keycard. Okay. Bingo. Eine Keycard für den Aufzug. Bingo! 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 Bäh! Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt gleich wieder irgendein Scheiß passiert, wenn ich da gehe? Hauptsache Fegel. Hauptsache Fegel liegen in der Blutlocker drin, das ist einmal ganz wichtig. Und warum blitzt da über irgendwas? Oh ja, kein Scheiß. Ich mach ja keinen Scheiß. Eine jetzt da. Ja, tust du mal jetzt. Gut. Ich hoffe, das funktioniert. Hauptsache an der Flur ist ein rote Hinter, das ist wichtig, ist wichtig. Easy, Margret! Ada Archer, jüngere Schwester von Rose Archer und eine brillante Physikerin. Ihre Forschung an Bord der Helios bewies, wer soll denn das lesen so schnell? Vielleicht sollte er aber auch mal. Das Haus der Hestia. Also Hestia habe ich tatsächlich nie in meinem Leben gehört. Whatever. Viel wichtiger ist zum Wissen Hashtag Zero Deaths. Wir haben noch nicht gestorben. Das ist gut. Weißt du, was ich an der Stelle sage? Weißt du, was ich euch an der Stelle sage? An der Stelle einmal ganz kurz vielen herzlichen Dank wie jetzt mal fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für jede Donation von euch, für jeden Like. Und wenn wir gerade beim Like sind, wenn es euch gefallen hat, ich mache schon, es geht noch weiter jetzt, ja. Es ist eine kurze einminütige Halbzeitpause. Wenn es euch gefällt, drückt es da unten auf den Button, wo der Daumen nach oben zeigt. Das gefreut mich voll fest. Wenn du das gut findest, dann mache ich das nämlich öfter. Verstehst du mich? Und wenn es dir nicht gefällt, dann drückst du trotzdem drauf. Weil es ja wurscht. Kostet ja nichts. Wenn du jetzt da nicht drauf drückst, stirbt irgendwo. Das führst du jetzt vor Augen. Irgendwo. Ein frisch geschlupftes Katzenbaby. Leute, herzlichen Dank, wie jetzt mal jeden Montag, Mittwoch, 8, ihr wisst es eh, wie es ist. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder, an alle alten, an alle Zuschauer, an alle Liker, an alle Teiler, an alle Kommentatoren, an überhaupt und sowieso. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, bis jetzt gefällt mir das Spiel gut. Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist natürlich ein bisschen was anderes. Ja? Hat jetzt mit Bioshock auch noch optisch was zum tun. Dein Gesicht gefällt mir. Like. Ja, wer kann diese hässliche Fresse nicht liken? Ja? Drückst du mal für diese hässliche Fresse, drückst du mal auf den Daumen nach oben. Vergesst gleich, geil Biffy. Mortel, vergesst wieder eure 25. Leute, weiter geht's. Hoppala, da müssen wir her. Weiter im Programm. Das Haus der Hestia. Kapitel 3 sind wir übrigens schon. 3. Okay, hab ich so geschaut und weißt, Hauptsache da ist schon wieder blau. Oh. Wo kämen denn die her? Kinder! Was ich gerade lese in meinem OBS, Codierung überlastet. Bewegen Sie Ihre Videoeinstellungen zu. Benny, hey Birger, bin auch wieder da. Ich hab da auf Facebook ein Video geschickt. Dort zerschneit einer Brezeln mit der Schere. Das ist... Merci dir. Schau mal an, wenn ich wieder durch meinen Facebook-Posteingang durchgehe. Schau dir lieber mit die so. Da, schau. Ja, also das ist ein bisschen eine sehr unnatürliche Form. Ja, haben wir schon nah an die Dreieckstipf. Aber feit nicht, gell? Scharfe Mieze. Hashtag scharfe Mieze, ab in den Chat. Was stinkt da so? Was blinkt da so? Was, der Stunger ist noch keiner. Aber was irgendeinem Stromschlag, der wenn die trifft, dann hat's die halt. Was genau müssen wir da? Betreten Sie den Apartment-Komplex. Okay, das können wir da. Was haben wir da jetzt? Okay, wir haben vorgerückt. Ich glaube allerdings, dass die Karten ziemlich scheißegal ist. Was haben wir da? Ein gelangweilter Angestellter hinterließ eine Skizze von Tesla. Der hat aber ziemlich gut zeichnen können. Hätte er mir Art Director werden sollen, der Typ.
Wolperdinger, ein Bürger soll Spulen schauen und Ist dann noch das was lernen passt. noch By the eine? way, Vogel! Nein, heute heißt es nicht mehr Vogel, heute heißt es Margret! 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 Hashtag Margret! Was ist denn mit dem da vorne? Sollen wir da vorne mit dem komischen Bratzelscheiß, der da ist, sollen wir da mal hinschauen? Hestia ist die griechische Göttin der Familie und des Herdfeuers. Hä? Was wir mir heute alles lernen? Hä? Was wir mir heute alles lernen? Ist ja völliger Irrsinn. Ja? Könnt ihr eine Eltern sagen, falls du vielleicht ein bisschen zu jung hast für seine Spiele und so weiter, dann habe ich nicht so ganz wisst, wieso schaust du den Bürger, wieso findest du das gut? Ja, da lernt man was. Ja, das ist wie mit der Sendung mit der Maus. Die Sendung mit dem Bürger. So, jetzt schauen wir mal weiter. Das schauen wir uns so. Das schauen wir uns an. So, was steht da? Neu eröffneter Wardenclyffe-Betrieb in Südamerika entfacht erneut Konflikte. Edison droht rechtliche Schritte gegen die Expansion von Wardenclyffe fortzusetzen. Komplikationen vor internationalen Gerichten könnten Ausbau des Stromnetzes verzögern. Ja, so ist unsere Welt. Passt du an was nicht, wirst verklagt. So, ich mag jetzt eigentlich gar nicht wissen, was da passiert. Wer rennt denn da übereinander wie ein Gesichter? Lass einmal. Ja, gut. Arschleckendler. Amen. Frankfurt, Brudi. Verschlossen. Ach, was du nicht sagst. Wiener in die Werner-Filme damals. Margret! Margret! Die Werner-Filme waren übrigens Wahnsinn. Mit denen ich auch ich hab die Werner-Filme geliebt. Rose, bist du schon in meinem Wohnbezirk? Ja, Das blöd, ich weiß nicht recht, Bürger, bei dem Spiel. aber diese Tür lässt sich Was, mein nicht Futzen auf Halblatt? öffnen. Bleib ruhig. Versuch es mal mit deinem ganzen Gewicht. Ich bin ein Rasensprecher. Hashtag Margret aus Franken. Was? Heilige Scheiße! Sie sind in Einzelteilen, Ada! Hol mich raus! Wie komme ich hier raus? Rose, alles wird gut. Oh mein Gott! Rose, hör mir zu, du hast eine Oh mein Panikattacke. Gott! Konzentrier dich auf meine Stimme, Rose. Schließ die Augen und konzentrier dich auf meine Stimme. Atme mit mir. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Ein Blatt rein, Ein Blatt rein. ein Dorn raus. Ein Dorn raus. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Geht doch. Gut. Wie ein Blatt rein, ein Dorn raus, ich verstehe nicht. Ich verstehe Sie nicht. wurden geschlachtet, Ada. Wer oder was hat das getan? Wir wissen es noch nicht. Im Moment geht es nur darum, dich in Sicherheit zu bringen. Gut, ich schau ganz Begib dich Film ins jetzt auf. Zentrum des Apartmentkomplexes. Dort ist ein Generator, der die Tore öffnen wird. Konzentrier dich jetzt nur darauf. Ich bin auf dem Weg und werde mich bald wieder melden. Sei vorsichtig, Schwester Herz. Ich versuch's. Okay. Wir sind mal ziemlich schnell von langsam durchgurken in ein verdammtes Massaker eingeworfen worden. Ich mein, schau dir den Typen an, der hat nur einen halben Kopf, aber Hauptsache die Frisur ist noch halb um. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ohne Frisur geht gar nichts. Stell dir mal vor, er möchte gern mit ihrer dahinter umschnackseln und er hätte keine Frisur. Time is not a river. Zeit ist kein Fluss. Ja, was? Ja, okay. Das hat auf alle Fälle mit Zeitreisen zu tun. Gehen Sie zur Mitte des Apartmentkomplexes, um das Licht wieder einzuschalten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die macht aber auch so Futzen gehabt, die scheiß dir auf! Moment, wenn wir kurz austappen, weil ich will nichts mehr lesen. Ne? Wie von denen rührt sich irgendjemand, oder? Oh Gott, da steht schon wieder ein Rollstuhl. Nicht schon wieder der Rollstuhl rum. Bitte nicht der Rollstuhl rum. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich in das finsterste Eck das ich gefunden habe, aber das kriegen wir schon. Ja, weiter geht's. Einfach Augen zu und durch. Was müssen wir überhaupt tun? Gehen Sie zur Mitte des Apartmentkomplexes, um das Licht wieder einzuschalten. Ja, toll.
Wolperdinger Helios 1909, die Frisur sitzt na ja fast. Halbert. Du Wichser. Wieso soll ich die den da einnehmen, wenn 5 Liter Blut am Boden vorliegen? Ich mir bloß meine Karten ein, okay. Ich schwöre, Sind das Visionen der Vergangenheit? Ja, man hat mir schon fast sowas gedacht. Mach ich auch keinen Scheiß nicht mit dem Mist, weil ich einen Vogel krieg. Okay, also da ist einer oben gegangen, aber es hilft mir jetzt das weiter im Leben. Okay. Komm da auf, mal. Geht's noch finsterner? Das muss er sein. Erstmal versuchen, das Licht einzuschalten. Ich weiß nicht, warum, warum muss ich da 24 Knöpfe bauen? Weißt für was gibt's denn Lichtschalter? Ein, aus! Nein, bauen wir 26 Lichtschalter hin, weil ich der Herr Tesla bin und weil ich's kann. Primary power line, secondary power line, emergency power line. Okay, Step 1. Make sure that the active line... Okay, Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass die Active Line Anzeige grün ist. Verwenden Sie bei Bedarf die Taste Line Control, um zwischen den Stromleitungen zu wechseln. Das heißt, Active Line Anzeige muss grün sein. Okay, sie ist grün! 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 Schritt 2. Geben Sie den Zugangscode ein. Wenn der Code korrekt ist, angezeigt der grün ist, können Sie mit Schritt 3 fortfahren. Der steht da. 11213. Kann das jetzt drauf? Bin nicht so blöd von der Seite noch. Ich glaube, ich verstehe es schon. Easy. Easy. Step 3. Wenn der Zugangscode akzeptiert wurde, können Sie den Main Apartment Schalter bestätigen. Der Strom sollte jetzt in den entsprechenden Bereich wiederhergestellt sein. Ja, aber mag ich nach diesen Vorfällen denn eigentlich, dass der Strom wieder da ist? Will ich das? Ja. Okay. Jetzt nur noch Adas Apartment finden. Ja, weiß ich nicht. Verfickte Scheiße, das Boot ist so groß wie 14 Fußbefeide. Hey, weiß ich nicht, hat sie es nicht sagen können, wo ihr scheiß Apartment ist? Finden Sie raus, wo das Apartment ist. Ja, du, servus, du, ich wohne in Minge. Kommst vorbei? Ja, komm ich. Ja, bis später. Na, egal. Aber was weiß ich schon. Aber wahrscheinlich halt da oben, wo der andere auch gegangen ist. Ada! Oh, das wurde auch Zeit. Was hat dich aufgehalten? Hallo? Wer ist da? Ich schwöre, wenn Sie meiner Schwester etwas angetan haben, werde ich jeden Knochen in ihrem Körper einzeln. Ich habe niemandem etwas getan. Chill mal wieder. Mein Name ist Aubrey und es freut mich sehr, endlich wieder mit jemandem zu sprechen, der nicht verwest, weißt du? Sorry, schon gut. Aber du musst mich hier rausholen. Na, muss ich nicht. Ich habe mich in der Maschinenhalle verschanzt. Steuerbordseite, Deck 82. Naja, eingesperrt, um genau zu sein. Wie schnell kannst du hier sein? Fick dich, Pass auf, Alter! Kumpel. Ich kann nichts versprechen. Ich hole meine Schwester hier weg und wenn wir es schaffen, werden wir dich auch noch holen. Hm? Wie klingt das? Ah, okay, schon klar. Kümmert euch nicht um mich. Ich werde hier einfach sitzen und verhungern. Kein Problem. Klingt großartig. Weißt du, der Typ hier in der Ecke, Benny, starb während des Verlusts fremdartiger Energie. Aber der größte Teil seiner Wirbelsäule ist noch intakt. Vielleicht kann er sie dir leihen, damit nächstes Mal, wenn jemand in Not ist und dich um Hilfe bittet, du das Rückgrat hast, etwas zu unternehmen. Was zum Teufel? Fremdartige Energie?
Ich hab einen guten Tipp für dich, Alter. Wie war's mit Fick dich? Ich kenn dich nicht. Lass mich in Ruhe. Und sehr vertrauenswürdig hast du dich nicht erkannt. Um Gottes Willen, wo müsst man hin? Da hinten ist das Helios-Gym. Gehen wir erstmal sauber. Bizeps flexen. Margret, Bizeps flexen. Helios-Gym, los geht's. Ja, freilich. Da gehen wir hinten. Da ist er. Weiß ich nicht. Hättest du mal im Gym eingesperrt, du fällt dir jetzt was zum Tor. Bizeps flexen, geht immer. Ist immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Da, eine mit dir. Ja, natürlich ist er wieder zugesperrt. Ja, mei, oh mei. Mei, oh mei, oh mei. Der Terrorplace schreibt, die Stimme ist doch die von Atlas aus Bioshock. Puh, das ist zu lang her, dass ich das wissen darf. Kann ich nicht, so weiß ich nicht mehr. Mr. Max, ich will ja nicht stören, aber wir haben den Passagier 38 gefunden, der wäre im Discord für dich zum Finden. Und ja, der Tesla ist ein brutal schlauer Hund. Ja, da stimmt doch was nicht. Merci für deinen Euro, Alter. Da stimmt. Da hinten geht's ab. Ich lerne mir jetzt mal aus dem Fenster und sage, da in die Stromleitung darf ich nicht einlaufen. Okay. Aber da hinten bin ich nicht her. Schach? Ada war eine gute Schachspielerin. Was hat denn das wieder zum Aussagen? Was interessiert mich denn jetzt Schach? Irgendwelche Leute verrotten da. Erstmal Zeitung lesen. Na? Haben wir noch halbe 5 Minuten Zeit oder sauber Zeitung lesen. Spanien hält Versorgungslieferungen an Helios zurück. Streiterfindung eskaliert, dass die Altsverhandlungen abrupt beendet werden. Ich möchte bloß einmal. Bürger 24 möchte Margret wegflexen. Okay. Margret! Geh mal flexen! Massenandrang auf internationale Ausstellung in Brüssel. Ist ja gut jetzt, Leute. Ich konnte schon wieder nicht lesen. Herzlichen Dank. Ist gut jetzt. Edison kündigt neue Investitionen in Infrastruktur in ganz Südostasien an. Ich weiß nicht, was das soll. Der Edison soll mir mal in Ruhe lassen. Der Tesla soll mir mal in Ruhe lassen. Ich packe jetzt meine Schwester und dann schwimme ich heim. Mit den Schwimmflügeln. Das ist sowieso auffällig, da, dass da immer gewisse. Oder ich glaube, das ist der Franziska, ihre Heiselkisten. Glaube ich. Voll geil. Ne? Mag ich wissen, was passiert, wenn ich jetzt da über das Kabel drüber steige? Kann ich eigentlich springen? Wow, das ist aber ein monstermäßiger Sprung. Aber das probieren wir jetzt einfach. Achtung! Okay, passiert offensichtlich nichts, wenn wir drüber laufen. Was haben wir da? Was haben wir hier? Schönen guten Tag! Was tut der da? Was tust denn du da? Okay, die in Luft auflösen. Alles klar. Was ist das? Ta! Bin Programmer, brauch keine Medipacks. Was ist denn das wieder? Was? Guest Room Keycards. Das ist ein Dreieck nach oben mit Strich und ein Dreieck nach oben ohne Strich. Ja, keine Ahnung, du, die nehme ich mit. Liegen lassen wird nix, hergeschenkt wird nix. Was ist das? Handschriftliche Notiz. Der widerlich Neugierige, wie kann man widerlich neugierig sein? Was ist das, du bist aber widerlich neugierig. Klar, Maxel fragt Lehrerin, ich verliere 5 plus 5, ja, du bist aber widerlich neugierig. Halt dein Fotzen und bleib ob die hin. Der letzte Woche zu Besuch war, Albert hat seine Sachen in der Windgäste-Suite gelassen. Könnten Sie sich bitte aus unserer deutschen Wortgriff-Büro wenden, um die Rücksendung seiner Sachen zu arrangieren? Danke, Martha. Margret und Martha gehen jetzt den Bizeps flexen und sind widerlich neugierig. Story of my life. PS, wir haben eine spezielle Anfrage erhalten, ein Klavier in die Earth Suite zu bringen. Versuchen Sie bitte die Wartungsleute dazu zu bringen, den Transport von den Docks zu übernehmen. Was ist das für eine Information? Was soll ich mit dieser Information? Ich weiß es nicht. Kinder, ich weiß es nicht. Kinder, was ist das für ein... Ah, okay, da waren wir schon... Die Keycard haben wir. Die haben wir, das wissen wir. So, geh auf. Gehst du auf? Ja. Ja, toll. Ganz tolle Geschichte, das mag ich ganz gern. Wenn... Der Welcome aboard. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Alles Gute. Was ist denn los? Träg's auf der Hut. Roman! Mr. Roman ist jetzt ein Vollbier-Squadler. Merci für deine Mitgliedschaft, Alter. Ihr wisst, was das heißt. Ab in den Chat. Habe ich Mr. Roman. Und vielen herzlichen Dank. What the fuck? Was war denn das? Was war denn das jetzt?
Wo hat's denn den jetzt zerrissen, den scheiß Hau bloß ab? Was ist denn los mit Was ist dir? denn jetzt wieder kaputt? TerraPlace! Vollgas an den Monitor hingespielt. Vollgas. Herr TerraPlace, du bist schuld, dass ich jetzt meinen Monitor gespielt habe. Hammerndreck. Späßle gemacht. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Mr. TerraPlace! Merci dir. Ab in den Chat habe ich Mr. TerraPlace. So, ich wollte eigentlich das Bild anschauen. Ein Bild, das Foto einer hübschen Frau. Das wär dann schon ich entscheiden. Moment einmal. Hübsche Frau? Ah ja, für vor 140 Jahren. Akzeptabel, glaube ich. Ich meine, das Korsett, wenn wir noch ein bisschen enger machen, dann meine ich, kann ich ja so rundum gehen und kann's auf die Seiten stellen, wird noch die Schlampen. Noch die Schlampen. Das Foto einer hübschen Frau. Glaube immer an, oh Gott, nachdenkliche Sprüche auf Facebook, 18. Jahrhundert. Glaube immer an dich selbst. Denn wenn du es nicht tust, wer dann? Sweetie. Gepostet auf Facebook 1891. So, was soll ich mit der Aussage? Ich weiß es nicht. Kann man da irgendwas aufmachen? Nö. Schach, aha, Schach. Ist das die Schwester? Nein. Was ist da? Oder was da? Nein. Das ist aber nicht die Schwester. Kann man das... man kann die Sachen auch umdrehen. Okay. Wird mit Sicherheit später mal von Nutzen sein, wenn man die Sachen umdrehen kann. So. Ich habe immer so ein bisschen Bammel, wenn man aus so einem Raum rauskommt und da haben wir jetzt nichts gefunden da drin. Nix. Absolut nix. Was hat uns das jetzt geholfen? Ein Schachspielchen. Keine Ahnung. Schrankding, nicht, dass wir irgendwas übersehen da. Keine Ahnung. Ja gut, gehen wir weiter. Da haben wir keine Keycard dafür. Kann man das... Wie geil, dass er erst am Tierstock gelaufen ist. Ich sag, dass der Bumm voll war, der Typ. Wir brauchen das Dreieck nach oben mit Strich durch. Ja, das ist dann wahrscheinlich das da. Was ist mit dem Service? Gehen wir zuerst in Service oder gehen wir nicht? Da mag ich nicht rein. Da blinkt unten das Licht durch. Da mag ich nicht rein. Lass mich, da geh ich nicht rein. Steck mal Keycard ein, da schauen wir. Mach auf. Schön. Servus, grüß Gott. Okay, da ist Schach gespielt worden. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wer ist denn überhaupt wer? Das schaut für mich alles aus, da bloß eine schwarze Figuren dort stehen. Da stehen ja bloß noch eine schwarze Figuren. Also ich sehe bloß noch zwei Kini stehen noch. Kini, Turm und Springer. Ja, normalerweise ist derjenige... Ja, das ist schwierig. Ja, ein Spielchen König Turm gegen König Springer. Schwieriges Spiel. Okay, da haben sie an. Was? Herr Einstein. 14. März 1879 geboren. Geboren in Deutschland. Ort der Abreise Bern. Aufenthaltszweck Forscher. Dauer des Aufenthalts unbegrenzt. Hallo, es ist fucking Einstein. Ihr forscht, bis da der Schell platzt. Passnummer. Leck. Schau dir mal die Buchstaben. Schau dir mal bitte die Passnummer. Oh. Und dann lesen wir ab dem N. Hart an der Grenze, Alter. Hart an der Grenze. Das der mal schnell wieder weg, weil sonst hagelt's bloß Strikes. Liebe Mitarbeiter der Helios, also das ist ein Brief vom Herrn Einstein, den müssen wir jetzt lesen, alles klar? So. Mir ist bewusst, dass dies wahrscheinlich nicht wirklich ordnungsgemäß ist. Wie auch immer, nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit Lead Researcherin Archer, das ist ja die Schwester, ja? Meine Schwester hat mit dem Einstein zusammengearbeitet, das muss da einmal. Bin ich zu dem Entschluss gelangt, aufs Festland zurückzukehren. Ja, der Einstein war schlau, schon, ja? Um an einer neuen Idee zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Sie als wissenschaftliche Mitarbeiter den Wunsch verstehen, diese seltenen Momente der Inspiration zu verfolgen. Falls Sie nötig, kreiden Sie die übereilte Flucht meinen übermäßigen jugendlichen Eifer an. Ich danke Ihnen allen für die Gastfreundschaft während meines kurzen, aber sehr produktiven Aufenthalts. Danke, Albert. Okay. Alles klar. Dann müssen wir doch in den anderen Raum, wo das Licht umeinander blinkt. Service! Guest Quarter. Ja, Moment weiter. Mach halt nicht alle so energisch die Tier auf. Warum können denn da alle so gut zeichnen? 3, 3, 2, 1, 2. Was soll uns das sagen? Tippt's mal bitte in den Chat 3, 3. Was, mal wir? 3, 3, 2, 1, 2. Damit ich mir das merken kann, bis wir wieder an der Maschine waren und sind, wo wir gerade waren. Und warum steht da rote Farbe? Ich trau der Sache nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Ich trau dieser Geschichte nicht.
Wo müsst man jetzt hin? 3, 3, 2, 1, Ich bin 2. ein Rasensprenger. Ja, Pfanzel! Das ist ein Ehrenhund. Hashtag Ehrenhund. Wie kommst du auf Ehrenhund? Merci dir, Alter. So, spring ich jetzt da oben oder gehe ich dann kaputt? Ah, schauen wir mal nach Hause weiter. CCBAB. So kann man es natürlich auch schreiben. Komm ich da um hin? Ne? Ist der automatisch gesperrt? Ja, natürlich voll. Aua! Ja, stehst auf auch wieder einmal. Naja gut, ich glaube, wir müssen sogar da oben. Wir müssen in die komische Servicemaschine. Da gehe ich sicher nicht durch. Da hinten steht schon wieder irgendein Käse an der Wind drauf. Na gut. Oh, was war das? Ah, Keycard. Wir müssen mal... Herr Jampich! Niklas hat nicht... Wenn du das sagst. Herr Jampich, vergesst gerade für den Zwickel 29. So, wir müssen mal an die Maschine nochmal ohne. Wo ist denn die Maschine gleich wieder gewesen? Ich hab's doch schon wieder da. Da geht's rein. Schon hin. Da geht's doch nicht rein. Da haben wir jetzt vorbeigelaufen, da haben wir runtergefallen, da fallen wir wahrscheinlich auch runter. Da müssen wir hinterher, da haben wir einer gekommen. Bin ich blöd oder was? Jetzt habe ich mir die Schranktüren haben oft. Der hat jetzt aber schon ein kleines Schlagerl gekriegt. Wo waren jetzt die Scheiße? Er läuft bei mir. 33213 ist Flexnummer von der Marke. Geldgeiler Wichser. Das stimmt ja nicht ganz. 33212 war es da, oder nicht? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. 33212. So, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wo ist denn die Maschine? Wer Stange? Merci dir! Hashtag Margret Werner, die Russen sind du. Margret! Margret! Die Russen sind da! Wo ist denn? Da war doch irgendwo die Maschine. Irgendwo war die Maschine. Irgendwo war die Maschine, ich find's nicht mehr. War die unten? Ich weiß nicht mehr. Ja, schreibt einer. Gut, dann springen wir jetzt nochmal runter. Du, da kenn ich nix, dann springen wir nochmal runter. Straight runter. Niklas trinkt gern warmen Radler. Der Niklas hat's fast dick hinter die Ohrwaschel, glaub ich. Bist mir nicht mit dem Arsch auf den Stecker gefallen, so wie sich das so gehört hat. So, wo ist die Maschine? Maschine! Ich muss Sachen drücken. Wo? Wo war denn das? Fix Mari Hollerstein, 17 mit dem Pfotzen geschossen. Da, Rails. Oh Gott, schon wieder eine Railstation. Nicht schon wieder eine Railstation. Wo haben wir da? Oh, wie geht's? Auf wie geht's? Ich weiß nicht, wo war denn die Maschine? Nein, ich weiß nicht mehr, wo die Maschine war. Meiner müssen wir da. Ratzen sind auch da. Mistviecher, angesucht, ey. Meint die ruhige Musik, währenddessen überall Leichen umeinander liegen. Ich wird gleich wahnsinnig. Jetzt gehen wir mal da noch mehr auf. Hashtag Monorail, ganz wichtig, ab in den Chat. Aber nur die, die wissen, um was das geht. Auf der Seite da hinten, war das auf der Seite da hinten? Ich weiß es nicht mehr. Da war's. So, wie war's? 3, 3, 2, 1, 2. Okay. Das heißt, wir müssen bei das da wieder. Man kann doch nichts mehr da! Was sollen wir tun? Ja, der Strom geht, Secondary Powerline, Primary Powerline, ich konnte nichts mehr drucken. Ja, dann haben wir doch nicht so hundertprozentig richtig, meine ich. Tja. Was sagt uns das? Kartenlaube. Hashtag Monorail. Ja, da waren wir schon überall, aber das hilft uns nicht weiter im Leben. Das hilft uns nicht weiter im Leben. Weil diese verfickte, ruhige Atmosphäre, währenddessen da alles so seltsam ausschaut, wo bin ich nicht da hingekommen? Wo bin ich denn da hingepanzelt? Nix Monorail. Monorail!
Morail. 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 So, das möchte ich, dass der neue Sommerhit 2019 wird. Irgendwas hat es auch von dem Schachtisch gelabert und so. Sie war eine tolle Schachspielerin, ich weiß nicht. Und um war dann so ein Schachding, vielleicht irgendwo muss es ja weitergehen. Ich meine, irgendwo muss es ja weitergehen. Und irgendwas mit da ist so ein Schachding. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da einfach straight durchgehe? Was passiert denn dann? Ja, dann sterben wir. Okay, ja, dann sterben wir. Okay, man muss nicht. Okay. Das war jetzt nicht der schlimmste Tod aller Zeiten, aber dann sterben wir. Aber das müssen wir offensichtlich auf alle Fälle irgendwie müssen wir das ausschalten. Der Scheibe schreibt, das Spiel A Plague Tale in a Sense wird auch interessant. Das ist das nächste Spiel. Sobald das rauskommt, läuft das parallel. So, an denen kann man aber auch nichts tun. Hashtag Zero Deaths übrigens. Ab in den Chat. 1 tot. So, die Scheiße geht da. Ja, die. Lass mich doch dann da rein, dann schalt den Strom aus. Aber nein, es ist jetzt blöd, dass die auftragt, du Rutsch halt, du Fotzen, grobst du. Ah, da kommt die Scheiße, kommt vom Dach oben. Scheint der Blitz eingeschlagen. Stromt's dir nach Timbuktu, Alter. Skyler, da, was sagt uns das? Erst mal halb zum Nüchtern werden und dann nochmal. Ja, richtig, das sagt's uns. Kannst du wieder Donation nicht lesen. Fix Mari, jetzt schau ich aber nach. Der Hans Mampf, Momorail. Und ganz wichtig, Aufzug fahren. Ganz wichtig, Aufzug fahren. Fame Aufzug fahren, die Hauptaufgabe, Aufzug fahren. So. Was ist denn eigentlich ein Epsilon? What the fucking hell ist ein Epsilon? Oder Epsilon. Epsilon besser. Nein, okay, bin ich schon bestellt, da weiß ich, was es ist. So, was soll man da? Was soll man? Ich sehe keine Knöpfe. Gibt es irgendwo Knöpfe, wo ich 3, 3, 2, 1, 2 drücken kann? Servus, grüß Gott, ich war jetzt der Bürger. Schauen wir noch mit das Schachbrill. Irgendwo in den 2 Räumen muss ja was geben. Herr Hochstöger, Monorail, bäh. Ich darf's nicht aussprechen, sonst wird wieder, weißt du schon. Demonetized. Da muss doch irgendwas gehen darin. Tu mir jetzt da was, oder tu mir da was. Da was. Das gibt's ja nicht. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Was hat denn er für ein Ziel in der Hand? Was ist denn wieder für einer? Ich weiß doch auch nicht. Finden Sie heraus, wo Adas Apartment ist. Ja. Scheiß auf Knöpfe, brauchen wir Tipf. Steigen wir mal auf den Eimer drauf. Warum nicht? Gut. Dieses Apartment ist sauber. In dieses Apartment können wir nicht eindringen. Eindringen. Ist weit hergeholt. Herr Bacho, kannst du die Kisten nicht aufsperren? So, meinst du, die Kisten, die da am Boden steht? Nö. Was haben wir da nochmal? Nochmal, der Herr Einstein. Ich mag nichts wissen vom Einstein, also ich mag schon was wissen vom Einstein, aber ich weiß nicht. Da hängt einer, da waren wir auch schon dran. Was helfen mir denn die 2 Keycards, wenn ich da komme zum Einstein und zum anderen Deppen und was weiß ich, und dann komme ich da einer in den Service. Okay. Was sagt mir das? Da kann ich nichts da herin. Was will ich hier? 33212, das ist derselbe Zahlencode wie unten. Emergency Generator. Emergency Generator used prohibited without official activation and deactivation codes provided weekly to on-duty officers in the Epsilon Quarter. Ja, aber da steht 33212, ich war da schon, der Maschine dort, da geht nichts, da kann ich nichts drücken. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Kann ich nichts drücken? Du, da kann ich nichts drücken. Ich mag jetzt da nicht hängen bleiben, kurz bevor es weitergeht. Es ist ja noch nicht einmal so richtig was passiert. Ja, nicht einmal so richtig was passiert. Du, verstehst du? Kann man das drücken? Kann man den Typen da drücken? Nein, kann man auch nicht. Was da noch mal gestanden? Das wäre eine spezielle Anfrage. Ja, spezielle Anfrage an meinem Arsch! Es gibt noch einen Ort, den haben wir uns noch nicht so genau angeschaut. Und das ist. Da gehen wir jetzt noch mal schnell hinter. Na, das ist so einmal das Eck da hinten und noch einmal das Eck gegenüber. Da schauen wir jetzt einfach einmal. Da schauen wir mal nach. Gut, dass wir nicht sterben, weil dann, wenn ich da jetzt mal runterlaufen muss, dann kriege ich Schlagerl. Schlagerl kriege ich da, ein Schlagerl. Ja?
Vielleicht kann man einen Gym doch aufsperren irgendwie mit so einem Code-Ding. Kann man da hinten oben? Nein, kann man auch nicht. Kann man da hinten irgendwo oben? Nein, kann man auch nicht. Da hinten steht ein Rollstuhl. Das ist nichts für mich. Sind wir nicht so Gaudi da? Sind wir nicht so Gaudi da? Jetzt glaube ich, ist mir gerade noch was eingefallen, was wir oben noch schnell testen. Was wir oben noch an der Maschine, wo der Hebel ist, noch schnell testen. Vielleicht muss man den Hebel wieder zurück da, damit man den Rest wieder umstellen kann. Das werden wir noch schnell ausprobieren. Ja? Ist ja nicht das Recht? Ist ja nicht das Recht? Das muss ja irgendwas mit der Maschine zum tun haben, weil das genau derselbe Zahlencode ist. So. Ne. Man kann da nichts mehr umstellen. Man kann an dieser Maschine nichts mehr umstellen. Du sollst nicht drucken, du sollst pressen, hast in der Schwangerschaftsgymnastik. Das höre ich mir von einem 16-Jährigen an. Ernsthaft! Das ist der Code von dem Tesla seinem Radlschloss. Das er ebenfalls erfunden hat. Das Schloss und das Radl. Jetzt geh ich nochmal hin. Da kann man nichts resetten. Man kann da nichts irgendwie drucken oder sonst irgendwas. Was ist. Oh, geht da noch irgendwas? Nein. Es hat nichts mit der Maschine zu tun. Da muss es noch so einen Schaltraum geben. Gibt's nicht anders. Jetzt schauen wir mal noch auf die gegenüberliegende Seite. Der Samcro Mike schreibt 100 Punkte. Für was 100 Punkte? Ja, offensichtlich ja nicht. Ich meine, das war's. Ich meine, das war's. Aber man kann da nichts resetten. Oder auch nicht. Ich meine nämlich jetzt mal, wenn ich da drauf schaue, kommt kurz der Text und dann meine ich, man kann da interagieren. Aber man kann nicht interagieren. So. Musst du DLC kaufen, dass du weiter... Ja, das darf mich nicht wundern. Das darf mich nicht wundern. Ah ja, da hinten geht's auch noch auf. In dem Eck waren wir noch nicht oben, glaube ich, gell? In dem Eck waren wir noch nicht oben. Oh, der Pfeil ist ja gestern 17. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. So. Okay. Oh ja, da schaut's doch gut aus. Ja, haben wir wieder 10 Minuten verschissen, aber das ist ja wurscht. Weiter geht's. Weiter im Programm. War jetzt da links auch weitergegangen, das Ding da rein. Da ist steht Service. Da schauen wir noch schnell hin, bevor wir den ganzen Scheißweg wieder zurück müssen. Dass das schon weißt. Wie da immer gerade Donation gerade da lassen, vergeht's gut. Ich glaube, ich bin bloß geistig ein bisschen. Was haben wir da? Es ist so ungerecht. Wir in der Biologieabteilung versauen uns die Kleidung mit Blut und Dreck, während die von der Physikabteilung den ganzen Tag Gleichungen an die Tafel schreiben und höchstens mal leichte Kreideflecken davontragen. Klassischer Fall von hättest was Gescheites gelernt, Volldepp. Wir brauchen mindestens 2 Waschtage, um die Blutflecken herauszubekommen. Kümmert euch darum. Fix this! Okay. Das war eine wirklich wichtige Nachricht, die wir da in dem kleinen Kammer gefunden haben. Wirklich wichtig. Essentiell wichtig. Was ist denn das da wieder? Da waren wir doch gerade, da ist eine Leiter, die habe ich nicht gesehen. Da ist lauter Zeug, da liegt der Tote, da kann man Sachen tun, was... Wo haben wir da jetzt wieder hin? Ah ja, das ist die gegenüberliegende Seite von der Hopschockschel, meint echt, mit dem Butzel kriegt der einen Boost XP in sich. Ja, das ist ein Level-Up, Alter. Das ist aber auch ein Level-Up. Irgendwo hat er auch recht. Da müssen wir Treppen aufführen und dann da garantiert irgendwas umdrehen und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir erst einmal da ums Eck um, da waren wir noch nicht. Und wenn es ist, müssen wir nochmal runterspringen und dann die Leute rauf. Kriegen wir schon. Haben wir schon ein bisschen ein Stück bei der Kimme. Und weil da gerade jemand schreibt, Birgit, du musst umspringen, wo oben das Loch ist. Das glaube ich nicht, weil Springen ist in dem Spiel nicht. Da springst du dann noch einen Viertelmeter weit. Oh nein. Nein. Okay. Was soll jetzt da?
Schau ihn da! Finden Sie eine Keycard, um die Alpha-Quartiere zu betreten. Gut. Hör zu, Kumpel. Wie ich schon sagte, wir werden tun, was wir können. Mit wem sprichst du da? Ada! Oh, Gott sei Dank. Die Ausdruck. Also, so ein Typ namens Aubrey funkte auf unserer Frequenz. Er sagte, er sei in der Maschinenhalle eingesperrt und er erwähnte eine fremdartige Energie. Ich hätte gern ein paar Antworten. Rose, ich möchte dir das lieber persönlich erklären. Nein, ist Ada, vielleicht- jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, was hier los ist. Okay. Hör zu, ich mache es kurz. Wir haben Quantenresonanzanomalien entdeckt, die eine Quantenresonanz an Diamantenanomalien. Was? Theorie beweisen. Das bedeutet, dass jedes Elektron im Universum dasselbe ist und sich durch die Zeit hin und her bewegt. Daher begannen wir natürlich von einer zweiten Zeitdimension auszugehen, die an die euklidische Analogie des Minkowski-Raums gebunden ist. Oh, euklidische Anatomie des Wachowski-Raumes. Alle die Elektronen rein, raus, was weiß ich. Ja, freilich. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ada. Was ist mit der Thompson-Hypothese? Ada, Tja, nun, an der Stelle wird's interessant. hör auf! Du redest mit mir, nicht mit einem deiner Forscherfreunde. Und ich bin dumm wie Brot. Okay. Ein großes Experiment ist uns um die Ohren geflogen. Es ist ein Riss im Zeitfluss entstanden und gefährliche Dinge sind durchgedrungen. Diese Dinge haben uns getötet. Alle von uns. Wir haben versucht, es einzudämmen, aber... Wie alle von uns? Wir müssen hier weg. Hast du mein Apartment gefunden? Ja, aber das Alpha-Quartier ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Du hast dir nicht vielleicht eine zusätzliche Keycard? Scheiße. Nein, warte. Doch, hab ich. Meine Freundin Eliza hat eine. Oh Gott, ich hoffe, sie ist wohl auf. Sie ist im Erdgeschoss, Gamma-Quartier. Quantenresonanzanomalien. C-Fix. Dann ist ihr Eingang von einem Netz aus Stromkabeln versperrt. Ich komme nicht in die Nähe. Kannst du den Strom abschalten? Der Überschreibungscode sollte im Epsilon-Gästequartier zu finden sein. Kinderspiel. Richtig. Ich besorge den Überschreibungscode und schalte den Generator ab. Kinderspiel. Hör mal, ich betrete jetzt einen anderen abgeschirmten Bereich und werde per Funk nicht erreichbar sein. Aber ich versuche mich zu beeilen. Ich komme näher. Die ist doch gar nicht in unserer jetzigen Dimension, die ist doch gestorben. Das schaut mir so, als könnte ich dran ran. Nein, kann ich nicht. Was soll ich denn an der herum? Aber was ist denn das? Was muss ich tun? Ich bin Programmer. Hallo, was muss ich tun? Betreten Sie den Raum mit dem Ersatzgenerator und schalten Sie ihn ab. Welcher Raum mit Ersatzgenerator? Das ist garantiert die Tür, wo ich gesagt habe, mach auf, aber es geht nicht. Jetzt, wo ich mit dir telefoniert habe, geht's da natürlich auf einmal. Weil alles andere totaler Chaos. Alles andere totaler Chaos. Gut, dann halt noch mehr auf ihn. Oder es ist einfach wieder der, ja, wieder der Beetle Beast schreibt, oder es ist wieder der gleiche wie vorher, bloß er hat sie jetzt halt, lässt sie jetzt bedienen und resetten, je nachdem. Schauen wir mal, also entweder ist der da. Ah, plötzlich, weiß ich nicht, hat er Eingebung gehabt, jetzt ist der Bruce Lee und kann die aufkicken. Ah, verstehe. Verwenden Sie den Überbrückungscode aus dem Epsilon-Quartier. Ja, das ist quasi 33212. Okay, da ist alles kaputt! Ach, ich drück schon wieder den Scheiß zusammen. Voila! Jetzt Adas Ersatzschlüssel besorgen. Betreten Sie die Gamma-Quartiere und holen Sie Adas Ersatz-Keycards. Okay, das ist der mal. Leute, das ist der mal. Kinder, das... Ist da nicht gerade noch ein Stromkabel eingegangen? Das war unten. Du, das meine ich war unten. Das war unten, du meine ich, da habe ich mich von da. So. Jetzt müssen da unter mir die Stromkabel aus sein, dann kann ich da rein, wo wir vorher brutzelt haben. Brutzel! Ab in den Chat, Hashtag Brutzel! So, da wird es jetzt wahrscheinlich nochmal... Ah, da muss jetzt fast was passieren drin. Oh nein. Nein, nicht so kreislig zur Seitenschuld. Nein. Nicht so kreislig. Da hinten steht broken, ich kann es genau sehen. A plus T. Albert plus Tesla. Forever best friends.
Der ist nicht einfach so gestorben. Da steckt was drin in dem. Ah, Mr. A. King. Eine vergessene Keycard für das Apartment von Ada, wie heißt die? Ist es vielleicht Ada King? Aber die heißt doch nicht mit dem Nachnamen King. Also wurscht. Der Dampfexpress! Meine, die brennende Zahnleute grüßt den harten Kern. Der Wink mit dem Zaunpfahl. Merci dir. Die sitzt. Das ist nicht gut. Ich hab so das. Time is not a river, okay. Was tut denn da Haupt? Was tut denn der Bär mit auf mitten da? Geh doch weg. Die Almadi. Steinitz! Nielsen! Ah ja. Da liegt was. Fairfield. Wir haben ein King und Fairfield. Smith! Danke dir! Dampföl in der brennenden Zahnlade solltest du mal. Oh, Mr. Fairfield. Ja, das war ganz schwierig. Wir wissen, was du getan hast. Tu, was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen, oder wir stellen sicher, dass deine Tage auf der Helios gezählt sind. Wir bleiben in Kontakt. Wer immer der Herr Fairfield ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch irgend so ein Wissenschaftler Sepp. Gibt's da irgendwas? Ja, da Ruhe in Frieden, Eliza. Finde ich nicht gut. Satz mir nicht besser, ist mir zu fett zum Lesen. Da wären wir. Adas Keycards. Los geht's. Wieso hat sie die aufgehängt? Das ist einmal die andere Frage. Wir haben ja noch von einem Herrn King die Karten. Ivanov haben wir nicht. King. Rein mit der Karte. Rein mit der Karte. Aha. Aubrey King. Wie viele Aubreys kann es an Bord geben? Aubrey. Wortgleif-Durchbruch Meteorologieforschung. Regen versorgt Helios mit Strom. Interessant. Lead Researcher Aubrey King eine neue Möglichkeit der Stromerzeugung an Bord der Helios ein. Edison General Electric. Jetzt habe ich schon mal, das ist der General Electric, dabei ist es wahrscheinlich eine Firma. Expandieren weithin in Südan. Ja, okay. Was soll mir das alles sagen? Warum hängen da immer, weißt du schon, warum? But why? Weißt du schon? Die hat Bot und hängt da und hängt da bloß zum Trick Ja, makaber, aber leider genau mein Humor. So. Betreten Sie die Alpha-Quartiere und Adas Apartment. Okay, wo war das gleich wieder? Das macht aber so einen kreisligen Ton hinter mir. Zurück zum Alpha-Quartier. Wenigstens kenne ich den Weg. Das ist schön, wenn du kennst, ich kenne ihn nicht. Aber ich glaube, das war da oben, wo man an dem, weißt schon. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. How about heute Futzen? Okay, die Musi sagt auch gar nichts Gutes. Die sagt gar nichts Gutes. Was ist das? Shuffleboard Scoreboard.
Eliza, Punktestand. Weiß ich nicht, was man das sagen soll. Egal. Up in the apartments. Up in the apartments. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Schwester nicht in... Es geht 100 Pro um Zeitreisen. Dimension A, B, Y, bla bla bla. Und Ada, mit der ich da... Deswegen ist dieses Empfangsgerät also komisch. Kann durch die Dimensionen kommunizieren. Ne? 100 Pro. Die ist niemals da, wo ich gerade bin. Nie. Und die Musik sagt einfach nichts Gutes. Ich bin ein Rasensprenger. Ja, Jampich, vergesst wieder den 55. Könnt ihr mal ein Bier auf meine Kosten. MOIA-Bier auf meine Kosten. Weiter so und Shen Ruhes aus Grieskircher. Oberösterreich, Victor mittlere Hautfarbe. Ja! Merci dir, Special Quiz nach Österreich. Dere Steffi, dere Birger. Herr Division, Nibelungen, vergesst für deinen Zückler, Special Quiz an Steffi. So, jetzt ist die Scheiße da aufgegangen, oder wie? Was zur Hölle ist mit den Leuten hier los? Oh, leck, Ada schuldet mir jede Menge Antworten. Kreislich gemacht. Meinst du, da passiert nichts und er glaubt bloß an Glasscheiben hin und dann passiert da was. Was dem jetzt dort als Ostrog? Joy. CF Brown. Ja, ist jetzt das Apartment von meiner Schwester oder nicht? Team Miller. Was ist das wieder? Mr. Faust. Faust hört sich gut an. Anni! Hashtag Margaret. Hashtag Anni. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet, aber es ist ja nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Kommst du schon ganz in den Garten? Wo Garten? Wir haben auf ein scheiß Boot! Warte nicht, geh einfach, Thomas. Das hilft mir einfach nicht weiter im Leben. Ey, der Archer! Jetzt bin ich aber gespannt, Kinder. Keine Sorge, ich lasse euch nicht per Cliffhanger hängen, das findet man nur aussehen im Raum drin. Ja, das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Ja, weil die anderen Zimmer alle so viel besser ausgeschaut haben. Offensichtlich sind Wissenschaftler alle jetzt Plätze im Zimmer zusammenrennen. Haben wir schon wieder was? Mich würde so interessieren, was dieses Zeichen zum Tor hat. Das würde mich so interessieren. Das hat 100%ig hat das irgendwas zum Sagen. Das haben wir jetzt schon 3-mal oder 4-mal gesehen. Oh, was ist das? Aha, so. Der Peter mit dem mag da jeder. Was soll das? Okay, das ist auch schon wieder fast ein fragwürdiges Zeichen. Aber gut. Da haben wir Notizen. Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Du hattest schon immer große Träume, Ada. Ja, und hat richtig riesengroße Scheiße gebaut. Die riechst bis daher. Ich darf jetzt nicht wundern, wenn die Tote da irgendwo im Bett liegt oder sonst was. Egal wie viel, nur die Harten haben ein Boot im Garten. Ja. Ja, stimmt. Was haben wir da? Okay, das ist ein Dreieckel. Oh Gott, was ist denn das wieder? Schaut aus wie ein B mit einem Hagel. Okay. Was haben wir da? Ich habe diese Fotos seit Jahren nicht gesehen. Wir waren bloß Kinder. Wann hat das aufgehört? Weiß ich nicht, wie du älter geworden bist, du Trutschall, du Sautums! Hey Rose, wo bist du? Ich habe dein Apartment gefunden. Wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel, ein Zukunftsdu hätte mir den Brief geschrieben, der mich hierher geführt hat. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss. Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen zur... Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen.
Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Nein, meine Schwester möchte mich verarschen. Das war so klar, dass die nicht da ist. Physikdiplom, ey, da bereits 1893 verblieben. Ja, dein Diplom kannst du nicht ausschirmen. Schwester, was redst du für ein Scheiß? Bühnenmitte. Weiß ich nicht. Bühnenmitte ist Scheißhaus. Der Mülleimer, ich weiß nicht. Bühnenmitte. Was ist Bühnenmitte? Ja, das da halt wahrscheinlich irgendwie. Was ist das da? Schieb irgendwas nach links mit dem Zahnrad, bla bla, keine Ahnung. Das schaut verdächtig aus. Ha! Was ist das da? Hey Birger, gibt's bei dir Bockbier? Was? Ja, natürlich gibt's bei uns ein Bockbier. Merci. So. Sag euch jetzt was. Haben wir schon wieder bezogen. Jetzt nervt ich euch halt nicht mehr mit dem Rätsel. Weißt du, was ich euch sag? Passt schon, bei viel Spaß hat's mich zerrissen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, was soll die letzte Nachricht von unserer Schwester? Unsere Schwester, mit der stimmt auch was nicht. Sag ich dir, was es ist. Aber mich interessiert tatsächlich, was los ist. Ja, es hat natürlich, das ist zu offensichtlich, ja. Come on, 2019 mit einer Fluxkompensator-Story daher zum kommen, das ist nicht alles. Ja, das ist, hier Zeitdimension, bla bla bla, sie schreibt uns einen Brief. Da stimmt was anderes nicht. Ja, das war noch lange nicht alles. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es ist noch nicht viel passiert. Muss ich auch dazu sagen. Aber es ist nicht langweilig. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass schon 10 nach 10 ist. Das muss ich auch dazu sagen. Habe ich nicht gesehen, dass schon 10 nach 10 ist. Ja, wie soll ich denn sagen? Dann da ich sagen, also schlecht ist es nicht. Nein, bis jetzt gibt es noch nichts draußen. Die Grafik ist gut, Story ist tatsächlich interessant. Haben wir schon lange nicht mehr hingebracht, dass wir uns so auf die Geschichte und auf die Charaktere haben gut. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mich interessiert tatsächlich, was mit ihrer Schwester ist. Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die nicht da ist. Also, dass die nicht in dieser Zeitachse ist. Es war jetzt offensichtlich nur, dass irgendwas mit Dimensionen zum Tor hat und mit Zeitreisen zum Tor hat und so weiter. Ja, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht einfach bloß irgendein so ein einfacher Twist ist, ein Plot-Twist ist mit, Zeitreise, wow, welche Faszination. Da kommt 2019 keiner mehr damit. Das kannst du vergessen, bin ich mir sicher. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Es geht am Mittwoch weiter. Ich bin selber gespannt, das interessiert mich. Ersteindruck, schaut gut aus, spielt sich flüssig. Rätsel haben bis jetzt ziemlich einfach gewesen. Schockmomente sind da, ja, die kommen so unerwartet und vor allem selten und dann funktionieren sie auch, das ist gut. Hat mir gut gefallen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es euch auch gefallen hat. Merci fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like drücken, freut mich wie ein Schnitzel. Merci für eure Donations, wie immer. Merci fürs Zuschauen. Merci fürs Weitersagen. Wir sehen uns am Mittwoch um 8 Uhr auf die Nacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und ich gehe jetzt Game of Thrones schauen und wahrscheinlich einige von euch auch. Sonst gibt es nichts zum Sagen dazu. Außer, dass wir heute überzogen haben. Aber das hilft ja sowieso nicht. Alle meine Streams sind übrigens im Nachhinein als komplettes Video in meinem Kanal zum Finden. Die findest du nicht, wenn du die einfach in der Suche eingibst und komm Fist to your breast. Trachtmann. Habe ich ganz vergessen. Da kommt übrigens der 5. Teil, wenn es ihn nicht gar schon gibt. Habe ich schon auf Borisch übersetzt. Und gut ist er. Müsst ihr aber das verzeihe ich euch dann, wenn es soweit ist. Nochmal. Ja. Gibt nichts mehr zum Sagen. Wir sehen uns am Mittwoch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert und ich glaube, dass da noch mehr passiert. Ja, das eskaliert noch richtig gut. Bin ich gespannt. So, jetzt kriegt ihr Bussi aufs Nussel, Bussel aufs Nussel, Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht schlabbern, okay? Und wer jetzt wieder daherkommt, ich bin von Montana Black, dann sage ich, ja, dann suchst du jetzt mal noch Küsschen aufs Nüsschen und dann sagst du mir noch mal, dass das von Montana Black ist. Jetzt schleicht euch ins Bett, sonst schmerzt sie wieder noch mehr eine Viertelstunde. Bis Mittwoch, um 8 Uhr, Mr. Wake, vergesst wieder eure Ruhe sitzen. Ich bin doch schon weg, wie immer, ein geiler Stream. Ja, freut mich, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns am Mittwoch um 8 Uhr, pünktlich wie immer. Weiter geht's mit Close to the Sun. Habe die Ehre. Oh genau, das Streaming stoppen, ja. Das ist der Mann.
Auf die.